Na jetzt, da kommen sie ja endlich. Muss ich gleich einen Kaffee für den Herrn Lanzinger bringen. Um 8:30 haben sie gesagt, kommen sie zurück. Jetzt ist 9. Aber verlass dich auf Mannsbrüder. So, Toni, jetzt auch. Ja, da waren wir wieder zurück von unserem Spaziergang. Spaziergang? Spaziergang nennt er das. Ein Schneidergang war das. Und wer ist schuld, dass wir einen Schneidergang gemacht haben? Du! Weil du nicht aufgestanden bist, wie es Zeit gewesen war, nicht? Nein. Um 4 Uhr hätten wir auf der Birsch sein sollen. Aber wenn du an der Bettzipfel nicht auslässt. Ja, ist ja gut. Ja, was verbohrt Gib mir doch wieder mal Ruhe. Du kommst extra zwecks der Jagd daher und nachher. Ja, was? Da, trink. Also, Weidmanns Heil. Der Weidmanns Heil heulen müsstest du sagen, gell? Prost. Prost. So, seid jetzt endlich da, ihr zwei Staunjäger. Moin. Getroffen habt's wahrscheinlich nichts. Aber natürlich. Ah, was? Ein paar Bekannte, gell? Dein Kaffee bring ich auch gleich, gell? Bin gar nicht neugierig auf deinen Kaffee. Ich trinke lieber noch einen Schnaps. Natürlich, in aller Früh schon einen Schnaps, wie man sowas noch gerade mähen kann. Also nicht als Grausen. Ja, du brauchst ihn ja nicht trinken. Schaut, Frau Kampigler, als Wirt muss er doch seinen Gästen mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, das meine ich schon auch. Prost. Ich verstehe gar nicht, wie der Mensch immer saufen kann, wenn er gar keinen Durst hat. Hey, schau. Schau, Lena, das war genauso, wenn ich sagen darf, ich begreife gar nicht, dass du den ganzen Tag vor dem Spiegel stehst. Wo du doch kein bisschen schön bist. Hab ich recht, Gustl? Ah, so ist das nicht, gell? Denn die Frauen kann mit ruhigem Gewissen in den Spiegel hineinschauen. Denn sauber ist wirklich. Ja, für dich ist sie fast zu schön. So, jetzt weißt du das. Übrigens, der Moser Franzl hat angerufen wegen der Musik heute auf Nacht, das Maikranzl. Das habe ich doch schon längst erledigt. Da brauchst du doch der Geschäftelhuber nicht drum kümmern. Ah, ihr habt einen Maitanz, gell? Ja, da werde ich auch mal aufschauen ins All. Ja, das meine ich nachher schon auch. Da wirst du einmal wirklich saubere Mandeln sehen, gell? So resch und gesund, verstehst? Oh du, da fällt mir gerade ein, weil wir von den Mädel reden. Ich brauche für 8 Tage ein Zimmer für eine Dame. Was? Eine Dame? Öherschiene. Nix, muss ja nicht weiß Gott immer, was dahinter steckt. Ich weiß schon, so ein bisschen eine Freundin und so, gell? Über solche Geschichten bin ich genauestens informiert. Geschmarrn. Ich kenne diese Dame ja kaum. Ich weiß eigentlich nur, dass sie Anita heißt. So. Und für was brauchst du dann gleich 8 Tage lang ein Zimmer für diese Anita-Dame haben? Das kann doch dir ganz wurscht sein. Ja, da steckt überhaupt kein Geheimnis dahinter, das darf man ruhig erfahren. Das war so, wie ich gestern zu euch rausgefahren bin, da habe ich noch über München fahren müssen, weil ich eine Geschäftsbesprechung gehabt habe. Und wie es der Teufel haben will, da kannst du aufpassen, wie du magst, aber es passiert ja doch einmal was, gell? Freilich, wenn man seine Augen noch einer Dame vertrascht, gell? Hast du vielleicht jemanden überfahren? Stellen Sie sich vor. Ich fahre mit meinem Auto in eine Seitenstraße, biege ab. Zum Glück bin ich ganz langsam gefahren. In diesem Augenblick lauft mir diese besagte Anita vors Auto. Auwe. Um Gottes Willen. Also wie das zugegangen ist, ich kann mir das heute noch nicht erklären. Ich bin natürlich mordsmäßig erschrocken, das könnt ihr euch vorstellen, nicht? Zum Glück habe ich sie noch gestreift, aber sie ist zusammengefahren. Ich steige auf, bremse natürlich, steige aus, nicht? Und gehe hin zu ihr, aber die Anita hat gesagt, das wäre nicht so schlimm und sie wäre sowieso selber schuld. Aber ich habe gesagt, ich fahre auf alle Fälle zum Doktor, für den Fall, dass vielleicht doch irgendwas passiert ist, nicht? Ich heb's also auf, setze ins Auto rein und fahre mit ihr weiter. Ja, zum Doktor. Ja, zum Glück ist aber nicht viel passiert, ein bisschen Kind ist halt nicht. Und weiter. Bist du neugierig, wenn es sich um ein Weiberleid handelt? Ich muss mich informieren über so eine Geschichte, nicht? Im Fall des Falles, dass mir auch mal sowas passieren kann. Sie hat gesagt, das war nicht so schlimm, aber dass sie wohl 8 Tage nicht in ihr Geschäft gekannt. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn sie will, dann kannst du da für 8 Tage auf meine Kosten bei euch Erholung machen. Ja, und das war alles? Das war alles. Mein Gott, sie hat mir jetzt so leid da, nicht? Und ich wollte ihr ein bisschen einen Gefallen tun. Der Spaß kommt ja da aber shit daher. Ich bin ja froh, dass die Sache so glimpflich abgegangen ist. Ja, da hast du recht. Und diese Anita, sie sollte heute noch kommen. Ja, ich hab gesagt, die soll mit dem Zähnezug gleich herfahren, dann hol ich es vom Bahnhof ab. Gustl, du bist schon gut, gell? Ein wildfremdes Weibertz lässt du zu sein. Aber die eigene Frau,
Die hast du noch nie mitgebracht. Oh mei. Sag einmal, geniert sie sich vielleicht mit dir wegzufahren? Ja, ich hab mir vorher auch schon öfters gedacht, ob sie zwar vielleicht nicht recht gut auskommt miteinander. Mann, bitte, wo denkst du denn hin? Nein, wir führen die glücklichste Ehe, die man sich denken kann. Aber meine Frau hat ja keine Zeit zum Mitfahren. Was? Keine Zeit. Als Brauereibesitzerin. Sag einmal, Biersierten wird's dir ja doch nicht helfen müssen. Okay. Sie hat keine Zeit, weil sie halt von ihrem Verein in Anspruch genommen wird. Was für ein Verein? Ja, meine Frau ist Vorsitzende vom Verein zur Überwachung unsolider Ehemänner. Was ist die? Zur Überwachung unsolider Ehemänner. Gibt's denn solchen überhaupt? Ja, bei uns leider schon. Du, da kriegen ja die Frei Bauchweh. Und bei so einem Verein ist deine Frau beim Vorstand. Noch einmal leider, ja. Sag einmal, für was soll denn der Verein gut sein? Ja, für nix. Also sag ich doch, der ist rein für die Katz. Na, das möchte ich nicht sagen. Ist doch ein Schmarrn. Oder? Also so ein Blödsinn, wenn so ein Hallo drin ist, der auf Seitenspringen aus ist. Meinst du, dass sich der von dem Verein abhalten lässt? Nein, nein, mein Lieber, nein, nein. Der springt. Ich sag ja, der springt. Ja. Also, ich darf meinem Alten gleich dahinter kommen. Und ich glaube, dass jeder Ehefrau so geht. Ja, eben drum ist dieser Verein vollkommen umsonst. Und dass seine Frau das da mitmacht, mein Lieber, das verstehe ich nicht. Oder meinen Sie vielleicht, dass du auch so ein Don Johann bist, ha? Ohne da fällt sich nix. Wegen so einer Dummheit darf ich meine Ehe wirklich nicht aufs Spiel setzen. Ja, warum redest du dann den Blödsinn nicht aus? Und meine Ausreden, du bist gut. Wenn ich gegen den Verein ein Wort sagen darf, dann war's mir gleich beleidigt und das mag ich halt nicht. Ja, ich bin schon informiert, gell? Aber das sage ich dir, da hört sich bei mir der Spaß auf, bei aller Liebe. Ja, mei, was soll ich denn machen? Ja, machen. Gott sagst du, wenn du schon den Blödsinn nicht ausreden kannst, dann musst du es von der Zwecklosigkeit dieses Vereins überzeugen. Ja, das war nicht schlecht. Aber dann sagt man nur auch gleich, wie ich das machen soll. Ja, mei, man kann jeden Menschen von irgendwas überzeugen, nicht? Lass mal nachdenken, mir wird da schon was einfallen. Oh mei, so alt werden sie nicht werden, bis mein Mann noch was einfällt. Na ja, halt mich du noch wieder für einen geistigen Kleinrentner, gell? Aber ich werde euch das schon beweisen. Ich war ja selber froh, wenn wir meine Frau von der Sinnlosigkeit dieses Vereins überzeugen könnten. Oh, es geht ja schon auf 10, ich muss mich jetzt anrichten. Na, Freunde, du musst dir deine Freundin holen, gell? Nix, Freundin. Ja, ich war halt dann deine Anita. Ein Schmarrn. Auch nicht meine Anita. Ja, dann begreife ich nicht, warum du das überhaupt überfahren hast. Ich meine, warum du das überhaupt eingeladen hast, nicht? Ja, dass du einen netten Sommergast herkriegst. Aber hab dich schon, gell? Du meinst halt, was nicht ist, das kann noch werden, gell? Ich bin verinformiert. Aha, du mir Teufel bist. So, ich geh noch mal aufs Zimmer auf. Toni, kannst du bitte schon mal quer putzen, sei so gut. Freilich, geschossen haben wir zwar nicht, aber putzen der wir's, gell? Glaubst jetzt du das, was er uns da von dem Unfall erzählt hat? Nein, sowas ist schnell passiert, gell? Warum fragst du das so zweifelhaft? Weil ich glaube, dass er uns was vorgenommen hat. Und dass diese Anita tatsächlich seine Freundin ist. Da siehst du mal wieder, wie sie Weiberlein seid, gell? Einmal nur das schlechteste Dinger von uns waren's wieder. Jetzt geh weiter, haben wir mal da das Geschirr weg, weil ich den Platz da brauche, nicht? Du wirst doch jetzt nicht zum Querputzen anfangen wollen, wenn jeden Augenblick die Gäste zum Frühstück kommen können. Ja, was denn für Gäste? Ach so, ja. Die sind heute in der Früh mit dem Zug gekommen. Er bleibt für 3 Wochen da und sie fährt heute auf Nacht wieder heim. Jetzt sind sie auf dem Zimmer drum. Ja, bist du runtergekommen, dabei bin ich schon fertig. Sag mal, wo sind denn die her? Von Unterhaching sind sie. Er ist zur Erholung da, weil er krank ist. Mehr weiß ich auch noch nicht. Oh mein. Da warst du ja schon gespielt werden. Ja, auf der Alm, da gibt's kein Sint. Das hat sie glaubt, jetzt kriegt's ein Kind. Kommst du, Julius? Au. Jetzt guckst du ja aber. Ich hör die zwei schon. Ja, ich geh ja schon. Und ich glaub doch, dass diese Anita eine Freundin vom Lanzinger ist. Fangst du jetzt schon wieder an? Fragen halt lang, dann weißt du das. Ja, das brauche ich gar nicht, weil ich das gleich sparen. So, Frau Wirtin. Jetzt fahren wir doch zum Frühstück. Ja, das heißt, mein Mann, der kommt gleich. Ist schon recht, Frau. Wipperling, Thekla Wipperling. Ja, grüß Gott. Ach,
Und Sie sind sicher der Wirt, Ja, nicht? ja, ich bin so frei. Grüß dich, na gut. Grüß Gott. Ja, man denkt ja, normal ist auch da. Ja, der zieht sich grad um. Und er braucht halt zu allem ein bisschen länger. Wissen Sie, er ist leider krank und zur Erholung da. Ja, das habe ich schon gehört, nicht? Ja, hoffentlich kommt er bald runter, weil ich ja dann wieder zum Zug muss, damit ich heimkomme. Wissen Sie, ich habe nämlich ein Geschäft in Unterhaching, ein Tante-Emma-Laden. Ja, das heißt, in meinem Fall müsste es ja heißen, ein Tante-Thekla-Laden. Ja, und Sie wissen doch selber, wie das ist, dass man da nicht lange wegbleiben kann, wenn man unser Geschäft hat, nicht? Freilich. Ich habe ja nur meinen Wipperling hergebracht, weil er so furchtbar unbeholfen ist. Naja, infolge von seinem krankhaften Zustand. Und da wollte ich ihn natürlich nicht alleine herfahren lassen, gell? Ist er sonst da in dem Geschäft? Na, der ist ein kleiner Buchhalter in einem großen Konzern. Ja, das schon seit fast 20 Jahren. Aber leider wird er es halt nicht mehr länger machen. Wieso? Ich meine, wenn sich sein Gesundheitszustand nicht wieder bessert. Er ist ja so parterre, der Wipperling. Naja, Sie brauchen ihn nur anschauen. Ja, was fehlt ihm denn? Ja, also der Arzt meint ja die Nerven, gell? Ja, das glaube ich. Und Kreislaufstörungen. Aber ich mein allerweil, es fehlt ihm am Magen. Naja, und jetzt hat halt der Arzt meint, er soll doch mal für 3 Wochen in einen Luftkurort fahren zur Erholung. Ja, weil er doch vor allem Ruhe braucht. Ruhe. Und nichts als Ruhe. Mir tut er ja so leid. Wer? Der Arzt? Na, mein Mandy natürlich. Der ist ja ein so herzensguter Mensch. Ja, und wir sind auch, solange wir verheiratet sind, immer gut auskommen miteinander. Ja, und Sport soll er treiben, hat der Arzt gesagt. Jawohl, Sport ist gesund. Bei uns kommt er den ganzen Tag Kegelschein. Kegelschein ist doch gar Sport. Na, Gymnastik oder Bergsteigen, das war gesund. was? Bergsteigen? Ja, ob er das noch machen kann. Ja, freilich kann er das noch da machen. Bei uns kommt er den ganzen Tag ein Berg rauf und ein Berg runter. Geh. Fahren mit dem Sessellift. Essi. Nein, er muss schon schauen, dass sich sein Gesundheitszustand wieder bessert. Auf Dauer kann ich kein so halbes Mannsbild brauchen. Das war ich. Wieder. Ja, Mandy, wo bleibst denn so lange? Muss doch zum Zug. Ja, aber wenn ich doch die Krawatte nicht hinbringe, doch. Ach, geh her. Ja, das glaube ich. Wenn du dir auch deinen Schal mit reinbindst. Hast dich jetzt auch noch erkältet? Na. Es ist schon wirklich ein Reiz mit dir. So, und jetzt komm endlich frühstücken. Ja, damit ich rechtzeitig meinen Zug erreiche. Da hast du lange Zeit, Frau Wipperling, zum Zug. So, Ja, danke. So, und jetzt trinkst gleich deinen Kaffee, gell? Ja, wir haben nimmer viel Zeit. Ja, Manni, was tust denn da schon wieder? So, 45 Grad. Geh du, 45 Grad. Jetzt wird's aber wirklich höchste Zeit, dass du dich mal erholst. Ja, Manni, so darf das nicht weitergehen mit So, dir. ich war fertig. Ah, schon Sommergäste. Guten Morgen. ja, Herr Lanzinger, das heißt nur einen. Was? Lanzinger? Ja, das ist es. Julius! Gut. Ja, bist du oder bist du nicht? Tatsächlich der Guss. Sag einmal, kennt sie euch? Ja, nicht werden wir uns kennen. Oben miteinander in die Schule gegangen sind, gell? Ja, grüß dich da, der Rahmstrudel, du. Der Herrschaftszeit hat sich die letzten Jahre überhaupt nicht verändert. Ja, der Scheitel ist ein bisschen breiter geworden, aber sonst, gell? Das ist deine Gattin, gell? Ja, das ist Freut mich. Ja, ich bin die Frau Wipperling. Ja, grüß Erna, gut, Herr Lanzinger. Aber setzen Sie doch gleich her zu uns. Nein, ich hab leider keine Zeit, ich muss zum Bahnhof. Aber wenn ich wieder zurückkomme, dann werden wir Wiedersehen feiern, gell, Julius? Oh, Entschuldigung. Da werden wir ein paar Masseln runterlassen, gell? Also, auf Wiedersehen. Oh, Entschuldigung. Wiederschauen, gell? Was sagt der da? Ein paar Masseln runterlassen. Ja, um Gottes Willen, Manni, du sollst doch kein Bier nicht trinken, hat der Arzt gesagt. Ja, vom Trinken hat er auch gar nichts gesagt, der Gustl. Nur runterlassen. Nein, nix da. Ja, da fängt ja der Kuraufenthalt schon schön an. Ja, du musst schon befolgen, was dir der Arzt verordnet hat. Frau Wirtin,
Bitte schön. Passen Sie mir auf meinen Mantel auf. Ja, dass er mir alles befolgt, was ihm der Arzt verordnet hat, gell? Und dass er seine Tropfen und seine Tabletten nimmt, gell? Sie sind schon so gut. Ich schon red, Frau Weberle. Ja. Und dass du frei hast, Mantel. Auf den Berg musst du mir gehen, gell? Jawohl, auf den Berg. Ja. Und jeden Tag Gymnastik, gell? Jawohl, jeden Tag Gymnastik. Musst du nicht zum Zug? Freilich. Jetzt darf ich aber schauen, dass ich weiterkomme. Also, wie gesagt, Frau Wirtin, Sie passen mir gut auf meinen Wipperling auf, gell? Ja, und am nächsten Sonntag komme ich wieder und schau, was er für Fortschritte gemacht hat. Also dann, auf Wiederschauen miteinander. Auf Wiederschauen. Ja, was ist, Mann? Gehst du nicht mit? Ja doch, aber ich hab glaubt, du bist doch nicht fertig. Ja, freilich bin ich fertig. Ja, du weißt doch ganz genau, dass mir pressiert, dass ich rechtzeitig meinen Zug erreichen muss. Hat jetzt der einmal Luft geholt? Entschuldigen Sie, ganz in Gedanken. Ja, komm ja schon. Das ist ein seltener Jahrgang, ja. Nein. Er ist halt krank. Aber sonst, glaube ich, kommen sie recht gut aus miteinander. Ja, apropos auskommen miteinander, du. Hoffentlich ist die Anita, die der Lanzinger da mitbringt, der Hansame, dass ich mich wenigstens mit ihr unterhalten kann. Unterhalte du lieber mit mir, ist gescheiter. Weil die kenne ich ja schon so lang. Du weißt doch, dass heute auf Nacht das Maikranzel ist. Weiß ich warum? Ja, weiß ich. Aber kümmern tust du dich wieder um nichts bis zum letzten Augenblick. Und dann blärst du mir an. Da brauchst gar nichts blären, gell? Bedienungen sind bestellt, Musikanten wissen Bescheid und das Bier ist auch da. Der Einzige, der nicht da ist, das ist dein Herr Sohn. Du hast doch telefoniert, dass er heimkommen muss. Ja, freilich. Und ich verstehe gar nicht, dass der noch nicht da ist. Jetzt ist er schon 2 Samstag nicht mehr heimgekommen, gell? Na ja, weißt, vielleicht hat er in der Stadt mit einem netten Madel abgewandt. Na ja, dann hat er keine Zeit zum Heimfahren. Geh auf. Ja, in der Stadt, da gibt's viele nette Madel. So? Ja. Woher weißt denn du das so genau? Ja, sagen die uns das halt nicht. Sagen die, ich komme nicht rein, vor lauter Arbeit. Tja, dann fass halt einmal rein. Freilich, dann darfst du von der Lanzinger in ihrem Verein überwachen lassen, gell? Da darfst du schon fürchten, gell? Grüß euch. Ja, da ist er ja! Endlich, Johnny, grüß dich, Bub. Grüß dich, Mama. Okay, Papa, sei doch so nett und stell mein Motorrad in die Garage rein. Ja, kann mich so da bei der schon anschaffen, gell? Die Jugend von heute. Weißt du was? Du stellst da den Karren selber in die Garage, gell? So, jetzt holt er einen Garagenschlüssel, weil er froh ist, dass er endlich mal wieder mit deinem Motorrad fahren darf. Darfst du das? Ja. Papa? Ja. Nur mit Helm. Ja, danke, gell? Was habe ich gesagt? Und, wie geht's euch? Habt schon Sommergäste? Ja, einen gewissen Herrn Wipperling. Und der Herr Lanzinger ist heute gekommen zur Jagd. Der ist jetzt gerade am Bahnhof runter. Eine Dame abholen, die für 8 Tage bei uns da bleibt. Was, eine Dame? Hat er sich womöglich eine Freundin zugelegt, ha? Weil seine Frau nie Zeit hat für ihn. Was Bestimmtes weiß man nicht. Aber sag einmal, wieso bist denn du schon 2 Samstag nicht mehr heimgekommen? Ja, mei, weißt schon. Aha. Hast vielleicht tatsächlich ein Mädel kennengelernt, ha? Meine Mama, bin ich bloß kennengelernt hätte. Nein, stocknadisch verliebt bin ich in sie. Okay. Ja, du, das ist vielleicht ein Mädel. Da wär's spitzen, wenn die mal zu uns auf Besuch kommt. Ich spitz jetzt schon. Warum hast du den halt nicht gleich mitgebracht? Ja, was denkst denn du? Na, so schnell geht das nicht. Na, wir kennen uns ja erst 4 Wochen. Aber vielleicht hat's gesagt, dass mit ihrer Mama dann mal einen Ausflug zu uns rausmacht. So, einen Ausflug. Ja, und weiter? Wer ist denn? Wo ist denn her? Okay, Mama, ich konnte doch nicht alles auf einmal erzählen. Außerdem habe ich jetzt einen Mordshunger. Ja, das kann schon sein, aber solange du mir nicht alles von dem Mädel erzählt hast, kriegst du nichts. Sind denn alle Mieter so neugierig? Also, heißen tut's Hilde, geht in München auf die Schule und wohnen tut's in der Nähe von München. Kriege ich jetzt was zum Essen? Ja, ich werde dann schon sagen, was ich von ihr halte. Eine Mutter hat ja nämlich einen ganz anderen Blick, als wie so ein verliebter Gispi. Geh weiter. Gut. Jetzt hat mir der Apotheker noch so ein Buch mitgegeben. Wo ist denn das?
Yoga leicht gemacht. Aha. Entspannungsübungen. Aha. Grundstellung. Na, andere Seite. Aha, so rum. Grundstellung. Knie beugen. Au, aua. Oberkörper nach vorne. Oh. Arme zur Seite. Oh. Jetzt kann ich nichts mehr lesen. Kopf in den Nacken, Rücken gerade. Zack. Au. Wipperling, was machen denn Sie da? Yoga verwirrt sich zur Entspannung. Sie müssen mal Ihre Tabletten nehmen, gell? Ja, es ist schon, das wird jetzt bald vergessen. Müssen Sie das alles nehmen? Ja, das muss ich alles nehmen, Frau Wirtin. Alles. Und das brauche ich, damit ich das alles vertrage. Das wird ja was werden mit dem. Da braucht er gescheiter Kinderwedel. Oh, wer hupt denn da so ausgeschaut? Ja, wo ist denn hin? Zu Ihnen! Wo kann man denn da parken? Ach so, ja, der Parkplatz wäre hinterm Haus. Das mag ich schon. Wenn zwei Weiberleute mit so einem Mordstrom Auto daherkommen, dass man meint, Wunder was, dann sitzen sie eine Stunde vor einem Limo. Grüß Gott! Grüß Gott! Na, haben Sie einen Parkplatz gefunden? Ja, aber man kann nicht reinfahren, weil der Heuwagen im Weg steht. Das werden wir gleich haben. Toni, kommst du mal? Ja. Und? Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Ja, schon. Was ist? Du schau mal, die Einfahrt vom Parkplatz ist versperrt. Ach, bitte, sag's doch so gut, dass wir unseren Wagen parken können. Das mach ich, Mama. Ja, also gut, dann gehen wir doch. Bitte, Fräulein. Hilde. So, da wäre ich endlich auch einmal. Ja, gell? Sie waren noch nie da. Nein, aber dafür mein Mann umso öfter. Ihr Mann? Wer wäre denn das? Der Herr Lanzinger, ich bin seine Frau. Sie sind die Frau. Ah, da muss ich mich niedersitzen. Das überrascht Sie wohl, dass ich doch einmal zu Ihnen komme? Ja, und noch dazu so unverhofft, gell? Meine Tochter wollte heute unbedingt einen Ausflug daher machen, damit wir auch diesen Teil unseres Besitzes einmal sehen, hat sie gemeint. Naja, nachdem mein Mann gerade auf der Jagd da ist, wollten wir ihn überraschen. Ja, der wird wohl überrascht sein. Ist er noch auf der Jagd, mein Mann? Auf der Jagd? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Sie müssen mich entschuldigen, ich muss jetzt in den Küchenhaus. Schön ist hier. Das glaube ich, dass meinem Gustl da gefällt. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind der Wirt, ja? Ja, ja, der bin ich. Ja, Mich kennen Sie noch nicht. Ich bin die... ja, ich kann mir schon denken. Sie sind vom Herrn Lanzinger die Freundin, gell? Seine Freundin? Ja, die Anita halt, ich bin doch informiert. Erlauben Sie mal. Ich bin Frau Lanzinger. Du lieber Himmel. Du lieber Himmel. Grüß Gott, Frau Lanzinger. Meist ist erfreut, dass Sie sich auch einmal raustrauen zu uns. Gell? Ja, so erfreut. Der Gustl, der wird auch machen, wenn er sich da so unverhofft sieht. Das glaube ich auch. Und ich freue mich schon auf sein Gesicht. Aber sagen Sie, was haben Sie da gerade gesagt? Ich wäre die Freundin von Gustl? Freund? Anita oder so? Freund? Nein, Freunde, nein, da haben Sie sich verheert. Ich hab gesagt, es freut mich, Anita, weil ich halt gemeint hab, dass Sie Anita heißen. Ach so, ja, Ja. dann. Ja, bitte. So, Mama, der Wagen ist jetzt am Parkplatz.
Na, dann ist ja recht, da gehen wir gleich einmal auf Papas Zimmer. Wo ist bitte schön das Zimmer von meinem Mann? Da gehen Sie jetzt bitte die Treppe hoch und dann die erste Tür rechts. Erste Tür rechts, danke. Hilde! Der große Dirken, aber muss ausgerechnet heute die Frau Lanzinger daherkommen. Was? Was, das ist die Frau Lanzinger? Ja, dann ist ja das Madel sein Tochter. Toni, red nicht so viel. Toni sucht den Lanzinger. Und ich warne ihn und informiere, dass Ja, seine ja, Frau da ist. wo hab ich den da hingelangt? Der ist schon hier. Der ist schon. Na, da brauche ich jetzt einen Schnaps. Was machen wir denn jetzt, wenn der Lanzinger mit der Anita daherkommt und seine Frau ist da? Na ja, ich hab den Toni schon geschickt, dass er sucht und informiert, nicht? Du kannst wieder nix als wir saufen. Geh lieber rauf und schau, dass die zwei nicht unvorhergesehen runterkommen. Ja, das mache ich. Ich werde da drum Post beziehen und lass die zwei nicht herunter, bis Entwarnung ist, gell? Das kann ja was werden. Wenn der Lanzinger mit der Anita daherkommt und seine Frau ist da. So, Frau Anita. Jetzt, bitteschön, kommen Sie rein, bitteschön. So. Hoffentlich gefällt's Ihnen, gell? Ja, 8 Tage werde ich schon aushalten da. Es sind wenigstens noch andere Gäste da. Mei, früh ist noch nicht los um die Jahreszeit, gell? Ist halt noch ein bisschen früher. Oh je, das wird schön fad werden. Noch dazu, wo du morgen schon wieder abreisen willst. Und ich mich so auf eine Woche mit so einem charmanten Mann gefreut habe. Warum hast du mich überhaupt daher gelotst? Herklotz, Sie sind gut. Ich wollte ja heute Freude machen. Schöne Freude, Mutterseelen allein in diesem Kaff. Naja, aber vielleicht kommen wir uns doch bis morgen noch ein bisschen näher, hä? Aber hallo, passen Sie mal auf. Sie, ich bin verheiratet, gell? Und zwar sehr glücklich. Und sagen Sie bitte nicht immer du zu mir. Mein Gott, jetzt sei doch nicht so spießig. Was mir gleich von Anfang an so sympathisch warst. Jetzt brauchst du bloß nur sagen, ich mein's brauchst du bloß nur sagen, dass Sie mir absichtlich ins Auto gelaufen sind. Jedenfalls kannst du froh sein, dass du wegen mir keine Scherereien mit der Polizei gekriegt hast. Ich hätte ja auch einen Mordsgeschrei machen können. Ja, so ein lustiges Frau ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Drum sei immer lieb und nett zu deiner Anita. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Oh, Verzeihung, ich wollte dich stören. Die stören durchaus nicht. Gustl, das ist wohl deine Frau. Meine... Ja, freut mich, dass ich deine Frau auch einmal kennenlernen Ja, werde. aber... Wer ist denn dieser nette Herr Gauguin? Julius Wipperling, ein Schulkamerad von Gustl. Sehr erfreut. Sagen Sie, man muss doch nicht aufs Zimmer rauf und ein bisschen auspacken. Aber geh, kann ich doch jetzt nicht allein lassen, wo dein Schulkamerad gekommen ist. Gell, Gauguin? Sag nicht immer Gucki zu mir. Geh. Was hast denn auf einmal, Gauguin? Lassen Sie mich in Ruhe. Sag mal, Julius, wie geht's denn immer so? Ja. Was machst du beruflich? Beruflich? Ja, weißt du, ich bin halt bloß ein Buchhalter, gell, aber das werde ich auch nicht mehr lang dann machen können. Nein, weißt du, wegen meinem Gesundheitszustand. Ja, ich bräuchte einen leichteren Posten. Ein leichter Posten? Oh mein Gott, da werde ich mal schauen. Vielleicht finde ich in meinem Betrieb was Passendes für dich, gell? Auf alle Fälle, Julius. Auf alle Fälle werden wir heute Abend einmal so richtig Wiedersehen feiern. Das ist schön, meine Herren. Ich nehme an, dass ich auch dazu eingeladen bin. Selbstverständlich. Durch Ihre Anwesenheit wird diese Wiedersehensfeier erst ein wahren Fest. Gell, Gustl? Ja, wenn du meinst, ja. Sie sind eben ein echter Kavalier. Ja, ist der Gustl kein Kavalier? Doch, da fällt sie nix. Gell, Gauguin? Gib deine Anita ein Bussi. Ja, jetzt halt Da brauchst du dich auch nicht genieren als Ehemann. Das war doch auch. so ein Lurder. Also, da ist er ja, der Herr Lanzinger, und ich suche Sie schon überall. Wie, wieso denn? Da ist er ja, der Herr Lanzinger. Warum soll der nicht da sein? Gustav! Deine Frau! Caroline! Ja, was muss ich denn da sehen? Sehen? Wieso sehen? Dich mit dieser
Mit welcher Dame? Ah! Diese Dame meinst du? Ja, diese Dame. Wer ist diese Dame? Ah, du kennst diese Dame nicht. Diese Dame, das ist dem Herrn Wipperling seine Frau. Wer ist das? Halt's Maul! Ja, die Frau Wipperling! Die Frau Wipperling, Frau von meinem alten Schulfreund Julius. Ja, aber... Halt's Maul! Schulfreund? Ja, und ab morgen unser Oberbuchhalter. Ja, aber... Halt's Maul! Das ist ja sehr schön, aber wieso umarmst du diese Frau? Caroline, du wirst es nicht glauben, aber es war so, schau. Dem Julius, seine Frau, ist überraschend auf Besuch gekommen. Und weil er überhaupt keine Regung, ich meine keine freudige Überraschung gezeigt hat, da wollte ich ihm zeigen, wie ich reagieren würde, wenn meine Frau so unverhofft auf Besuch kommen würde. Und jetzt, Assi, jetzt bist du tatsächlich da. Julius, jetzt pass auf. So machen wir das. Mein Lieber, da haben wir eine saubere Gaudi aufgeholst mit dieser Anita. Ja, wie sagt schon der Dichter, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich weiß gar nicht, warum du da so aufregst. Ich hab doch die Geschichte raffiniert erledigt, oder? Ja schon, aber was glaubt ihr, wie lange das gut geht? Ja, da bin ich auch neugierig. Ja, was haben sie denn andauernd? Ja, was glauben denn Sie, wie mir mein Arm weh tut, wegen einer blöden Stesserei? Über 100 blaue Flecken hab ich. Muss mir jetzt gleich eine Salbe gegen Prellungen kaufen. Aber wenn doch überhaupt nicht begriffen haben, was los ist. Die Hauptsache ist doch, dass die Frau Lanzinger jetzt glaubt, diese Anita ist ihre Frau. Ja, eine Unverschämtheit ist es, mir diese Anita als meine eigene Frau aufzuhalsen. Julius, ich weiß überhaupt nicht, warum du dich aufregst. Schau, du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ja, Sie kriegen auch dafür den Posten als Oberbuchhalter vom Gustl. Du brauchst doch bloß für den heutigen Tag als Ehemann von dieser Anita einspringen, weil meine Frau fährt doch heute Nacht wieder fort. Was? Was, es wird den ganzen Nachmittag diese Schlingpflanzen am Hals haben? Nein, Gustl, nein, bei aller Freundschaft, da mache ich nicht mit. Ne? Julius, bitte tu mir heute den Gefallen. Dieses Frauenzimmer geht mir doch nicht mehr von meiner Seite. Ich weiß einen Ausweg. Ja. Herr Wipperling, Sie sollten doch Bergwanderungen machen, gell? Also, dann nehmen Sie es halt einfach mit. Was? Nein, ja, mir weißt nur. Nein, Gustl, aus der ärgsten Sauce habe ich da rausgeholfen, gell? Jetzt schau nur zu, dass du selber mit ihrer fertig wärst. Und ein anderes Mal lädst du halt keine solche Dame nicht ein, verstehst? Julius, ich hab dir doch gesagt, warum ich sie eingeladen habe. Ja, das hast mir du gesagt. Und jetzt suchst du aber einen Grund, damit du wieder ausladen kannst, gell? Ich zieh mich jetzt zum Bergwandern um. Gell? Gucki! Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Da kommst du ahnungslos in eine Situation rein. Ja, oft schneller wie ein Fliegen ins Spinnernetz, gell? Prost. Gott sei Dank hat meine Frau nicht sauer reagiert bei der Geschichte. Du hast dich aber raffiniert rausgekriegt, gell? Du bist ja gleich noch ein größerer Bazi wie ich. Ja, was ist mir anders überblieben? Aber was fange ich jetzt bloß mit dieser Anita an, verstehst? Wenn der Julius den ganzen Tag am Berg umeinander rennt, kann ich mich unmöglich um sie kümmern. Du musst halt schauen, dass deine Caroline nichts merkt. Na, Gucki, wie geht's dir jetzt? Auch immer noch nicht vom Schrecken erholt, weil du reinschaust. Erst nicht auf, wenn meine Frau runterkommt. Jetzt sei nicht fad, wir gehen ein bisschen spazieren, komm. Spazieren? Unmöglich. Wieso denn unmöglich? Deine Frau wird sicher nichts dagegen haben, wenn du dich ein bisschen um die Frau von deinem Schulkameraden annimmst, weil er sich doch gar nicht um mich kümmert, gell? Das ist doch die Lösung, Mensch. Du gehst mit ihr spazieren, da bist du auf der Schusslinie. Komm, Gucki, wir gehen auf der Schusslinie. Sag nicht immer Gucki zu mir! Du richtig Gucki! Ja, so ist es halt im Leben, gell?
Wer ein Geld hat, kann sich eine Freundin halten. Und wer keins hat, bleibt bei seiner Alten. Ja, da ist ja auch kein Mensch. Jetzt möchte ich schon wissen, wo meine Leute hingekommen sind. Frau Kornbichler? Ja? Bitte schön einen Augenblick. Sie wünschen, Frau Lanzinger? Wissen Sie, wo mein Mann und meine Tochter sind? Na, leider, Frau Lanzinger. Vielleicht sind spazieren gegangen miteinander. Ah ja, das könnte natürlich sein. Ja, Frau Lanzinger, mir gefällt es ja bei uns. Sehr gut, doch. Das muss ich sagen. Das war eine gute Idee von meinem Gustl, das Gasthaus da zu kaufen. Gell? Das sagen Sie ja. Naja, und mit uns als Pächter, meine ich, kann er doch auch zufrieden sein, nicht? Aber dass Sie nicht schon früher mal rausgekommen sind und sich das ganze Sache angeschaut haben. Mei, Frau Kornbichler, das ist so eine Geschichte. Ich wäre ja heute auch noch nicht da, wenn meine Tochter nicht so gedrängt hätte. Weil eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Fortfahren. Ja, ich war schon in einem Verein, gell? Der Herr Lanzinger hat uns schon gesagt, was für einen Haufen Arbeit Sie damit haben. Und dass es ihm gar nicht recht ist, dass er immer noch wegfahren muss. So? Hat er das gesagt? Ja. Mei, da kann er mir auch nicht helfen. Er hat ja schließlich auch sein Hobby, die Jagd. Naja, da kann er mich sowieso nicht brauchen. Also warum soll ich daherfahren und daheim den Verein vernachlässigen? Ja, das verstehe ich auch wieder. Aber wissen Sie, hoffentlich sind Sie mir jetzt nicht böse, aber ich hab mir schon öfter für mich gedacht, wie Sie Ihrem Mann so vertrauen. Vertrauen? Wieso? Ja, weil Sie ihn nicht mehr allein wegfahren lassen. Haben Sie jetzt da keine Bedenken, dass er sich einmal eine Freundin sucht? Mein Mann, eine Freundin? Ja, nie, Frau Kornbichler. Also für meinen Gustl lege ich die Hand ins Feuer. Allerdings ein bisschen erschrocken bin ich schon, wie ich ihn da heute mit dieser Frau Wipperling im Arm gesehen habe. Ja, er war ja gleich so überrascht, wie Sie plötzlich vor ihm gestanden sind. Ich noch mehr. Aber wie ich dann den wahren Sachverhalt erfahren habe, war ich natürlich sofort wieder beruhigt. Frau Kornbichler, da wir gerade beim Thema sind. Die Ehe mit den Wipperlings scheint mir nicht sehr harmonisch zu sein. Nein, das weiß ich nicht. Da passe ich eigentlich nie auf. Mir kommt so vor. Da ist mir da selten in diesen Dingen. Das Verhalten von Herrn Wipperling seiner Frau gegenüber hat mir nicht gefallen. Da sind gewisse Anzeichen dafür da, dass irgendetwas mit der Ehe nicht in Ordnung ist. Ja, ein bisschen komisch ist schon, gell? Ich werde den beiden heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und sollte sich herausstellen, dass Herr Wipperling in puncto ehelicher Treue nicht ganz einwandfrei ist, muss seine Frau Mitglied in meinem Verein werden. So, und jetzt muss ich schauen, wo meine Leute sind. Ja, ihre Tochter ist ja so ein nettes Mädel, gell? Also, wer der mal zur Frau kriegt, dem kann man gratulieren. Frau Kornbichler, das hat doch noch Zeit. Vorerst denkt sie nicht einmal ans Heiraten. Ja, was weiß man? Auf alle Fälle freut es mich, dass Sie jetzt einmal da sind und hoffentlich bleiben Sie auch ein paar Tage. Das ist unmöglich. Ich muss heute Abend wieder daheim sein. Ja, wir haben Mitgliederversammlung, da muss ich dabei sein. Schon. Bei uns war heute Maikranzel. Das hätte Ihnen sicher gefallen. Na, Herr Wipperling, warum erschrecken Sie denn so? Doch nicht wegen mir? Ich? Nein, nein, nicht. Das sind seine Nerven, wissen Sie. Ja, wäre ein Wunder. Na, Herr Wipperling, jetzt gehen wir jetzt auf den Berg. Ja, damit ich mich erhole. Ja. Sie entschuldigen mich, ich muss wieder umziehen fürs Maikranzel. Also dann, Bergheim. Weidmanns Dank. Und Ihre Frau nehmen es nicht mit? Meine Frau? Ja, die ist ja gar nicht die... Ach so, ach, meine Frau. Ja, die nehme ich nicht mit. Nein. Aha, das ist ja merkwürdig. Wo ist denn eigentlich Ihre Frau? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht schlaft sie noch. Okay, Sie kommen doch gerade von Ihrem Zimmer, da müssen Sie doch wissen, ob es schlaft. Ja, das heißt, nein, wir haben getrennte Zimmer. Aha, getrennte Zimmer. Sagen Sie, Herr Wipperling, wie lang sind Sie eigentlich schon verheiratet? 20 Jahre. 20 Jahre, so lang schon, mit der Frau? Mit der... Ach so, ja, das ist ja meine zweite. Aha. Und von der ersten sind Sie geschieden? Ja, geschieden von Tisch und Bett und Frau. Aha.
Verzeihen Sie, Herr Wipperling, dass ich Sie so viel frage. Aber es kommt mir vor, als wäre Ihre Ehe nicht sehr harmonisch. Wie meinen Sie denn das? Na, dass Sie mit dieser Frau nicht glücklich sind. Ja, nein, das heißt nein. Da haben Sie wohl recht, ja? Na also, wie ich mir's denkt hab. Und warum sind Sie nicht glücklich? Liegt das möglicherweise an Ihnen? Gehören Sie vielleicht zu der Sorte Ehemänner, die es mit der Treue nicht so genau nehmen? Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee? Menschenkenntnis, Herr Wipperling. Naja, den meisten Männern kann man ja nicht trauen, wie die Erfahrungen beweisen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ausnahmen? Ihr Gustl zum Beispiel. Jawohl. Mein Mann ist ein Musterehemann. Da kann sich so manch einer ein Beispiel nehmen. Und wie es mir scheint, auch Sie, Herr Wipperling. Ein Beispiel am Gustl. Lieber nicht. Sie scheinen ja ein ganz unverbesserlicher Mensch zu sein. Naja, man braucht ja nur sehen, wie Sie mit Ihrer Frau umgehen. Ja, aber da jetzt weiß hören Sie man mal, schon, wo man dran ist. Reden Sie nicht! Mich täuschen Sie nicht! Und verlassen Sie sich drauf. Ich werde mit Ihrer Frau über diese Angelegenheit reden. Sie Casanova! Ja, was war jetzt das? Ja, das ist ja ein schreckliches Frauenzimmer. Da muss ich gleich meine Tropfen nehmen. Ja, gibt's denn sowas auch? Ja, ist denn das möglich? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so saut und daherreden. 7, 8, 9, 10. Julius, Jesus, entschuldige. Die Tropfen reißen die nimmer raus. Mensch, Gustl, ich erwürg dich und deinen damischen Wirt mit dazu. Warum denn? Ja, wegen dem Malefiz-Schwindel mit dieser Anita, mich in eine solche Situation zu bringen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Da hast du nichts zu befürchten und schließlich auch keinen Nachteil, Herr Oberbuchhalter. Ich pfeifte auf deinen Oberbuchhalter. Deine Frau, die hält mich für den schändlichsten aller Ehemänner. Okay. Warum? Ja, weiß der Teufel? Du, ich komm da vorhin ahnungslos in die Stuben rein, war deine Frau da und redet augenblicklich in mich hinein, dass ihrem Gefühl nach meine Ehe unglücklich sei und dass ich ein Casanova bin und du... Ich hab gar nicht gewusst, wie mir ist. Du, und dann hat sie noch gesagt, ich soll mir an dir ein Beispiel nehmen. Ausgerechnet an dir. Das ist nicht schlecht, ne? Lach doch nicht so blöd. Ich bin ja da zur Erholung und darf mich überhaupt nicht aufregen. Du, und das Allerschönste an der Geschichte ist nämlich das, dass sie mit meiner Frau jetzt drüber reden will. Okay. Mit welcher? Frag doch nicht so blöd. Nein, Gustl, das hält jetzt nicht mehr aus. Ich muss jetzt deiner Frau die Wahrheit sagen. Ah, da ist ja mein feuriger Gatterich. Bitte gehen Sie sofort runter von mir. Gustl, sag ihr, sie soll mich augenblicklich verlassen. Mein Gott, Wipperling. Nix, Wipperling, nix. Es hat sich ausgewippelt. Ja, wenn da jetzt plötzlich meine Frau reinkäme, so wie die deinige heute Nachmittag, das war ja nicht auszudenken. Geh, Wipperling, das Kind schon wickeln. Was? Ein Kind? Gustl, bei aller Freundschaft, aber auf eine Vaterschaft lasse ich mich auf keinen Fall eingehen. Wieso denn Vaterschaft? Der hat ja gerade gesagt, sie wird das Kind schon wickeln. Mein Gott, Wipperling. Ich hab gemeint, ich darf die Sache schon deichseln, wenn deine Frau wirklich kommen sollte, gell? Achso, ja, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ich bin ganz durcheinander. Ich muss jetzt sofort mit meinem Kopf auf den Berg. Nein, ich meine, wegen meinem Kopf muss ich auf den Berg auf, damit ich mich erhole, gell? Berg heil, Julius! Weidmanns Dank! Also Beinbruch, Liebling. Ja, ein frommer Wunsch, ja. Gehen wir mal los. Ja, ich werde zum Beispiel nach meiner Frau schauen, gell? Mein Gott, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich mir Strickzeug mitgenommen. Weißt du was? Ich kauf da eins, gell? Ah, da bist ja. Weißt du, wo die Hilde ist? Die hab ich heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Es ist mir ein Rätsel, wo die sich rumtreibt. Also weißt du, solltest dich schon ein bisschen besser um sie kümmern, Gustl. Ja, genau. Herr Lanzinger, die gehen jetzt miteinander ihre Tochter suchen, gell? Na, die soll mein Mann nur allein suchen. Ja. Ach, es ist mir ganz recht, dass Sie gerade da sind, Frau Wipperling. Ich möchte gern ein paar Worte unter 4 Augen mit Ihnen sprechen. Ah, mit mir?
Oder 4 Augen. Jetzt gleich muss das sein. Wieso fragst du? Ja, weil die Frau Wipperling, die wollte gleich in die Dings, in die Apotheke wollte sie gehen, gell? Ja. Genau, Tropfen besorgen für meinen Garten. Die kann doch mein Mann mitbringen, wenn er so schon unterwegs ist. Was sind denn das für Tropfen? Baldrian. Baldrian, ja. Dann nehme ich für mich auch gleich einen ganzen Karton voll mit, gell? So, meine liebe Frau Wipperling. Und nun zu Ihnen. Also ganz ohne Umschweife, es betrifft Ihre Ehe. Besser gesagt, Ihren Mann. Mein Wipperling. Ja. Es mag Ihnen ja vielleicht etwas seltsam vorkommen, dass ich gerade auf dieses Thema komme. Aber haben Sie schon mal etwas gehört von dem Verein zur Überwachung unsolider Ehemänner? Wie bitte? Verein zur Ich verstehe nicht ganz. Das werden Sie gleich verstehen. Sehen Sie, in fast allen größeren Orten und Städten gibt es eine Zweigstelle unseres Vereins. Und jede Frau, die Mitglied dieses Vereins ist, schickt ein Foto von ihrem Mann an die Zentrale, wenn sie sich seiner nicht sicher ist. Dieses Foto wird mit einer Nummer versehen, vervielfältigt und an jede Außenstelle verschickt. Ist ja wahnsinnig interessant. Sehen Sie? Sobald nun einer dieser ungetreuen Männer in einer dieser Städte fährt, braucht die Frau nur noch in der Zentrale anzurufen, dann wird das entsprechende Foto herausgenommen und schon ziehen einige unserer Mitglieder los und hängen sich diesem potenziellen Seitenspringer an die Fersen und pupstig hat man ihn Raffiniert. Frau Lanzinger, ich muss Ihnen sagen, ich bin direkt dankbar, dass Sie mir von diesem Verein erzählt haben. Wirklich sehr dankbar. Jetzt verstehe ich bloß nicht ganz, warum Sie eigentlich mir das alles erzählen. Ich habe Ihrem Mann heute auf den Zahn gefühlt. Auf den Zahn. Ja. Ich wollte wissen, zu welcher Kategorie Ehemann er gehört. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass er in puncto ehelicher Treue nicht ganz hasenrein ist. Stimmt's, Frau Wipperling? Frau Lanzinger, ich bewundere Sie. Sie haben ja keine Ahnung, wie unglücklich ich bin. Sie Ernste, das muss sehr bald anders werden. Werden Sie Mitglied in meinem Verein? Ach, Sie meinen, ich soll? Natürlich, überlegen Sie nicht lang, wenn Sie Ihren Mann nicht länger mit anderen, ja oft sehr zweifelhaften Frauen verkehren lassen wollen. Hier habe ich eine Beitrittserklärung. Gut, Frau Lanzinger, ich unterschreibe. Mir kann es ja wurscht sein. Und Sie werden es bestimmt nicht bereuen. Bumstig wird der Schändliche überwacht. So ist es, Frau Wipperling. Wir haben uns verstanden. Na, ihr zwei versteht euch ja schon recht gut, wie mir scheint. Ja, sehr gut. Frau Wipperling ist gerade meinem Verein beigetreten. Das ist ein guter Witz. Findest du das so lächerlich? Nein, nein, na, ganz im Gegenteil. Frau Wipperling, ich gratuliere Ihnen zu diesem Entschluss. Da haben Sie wirklich gut getan. Ja, gell, Herr Lanzinger, diesen untreuen Männern soll ihr schändliches Treiben verdorben werden. Ja. Sie müssen natürlich schweigen. Das ist Voraussetzung zum Erfolg. Ach, was ich Ihnen noch sagen wollte, 50 Mark Aufnahmegebühr kriege ich von Ihnen. Was? Ein 50er? Ja, das ist doch nicht viel, wenn Sie bedenken, dass Sie damit Ihre Ehe retten. Ich habe jetzt keinen 50er bei mir. Anna, das macht nichts. Dann eben später. Es pressiert ja nicht. Aber jetzt wollen wir erst einmal auf Ihre Mitgliedschaft anstoßen. Hallo? Können wir bitte was zu trinken haben? Ich komm da! Sag mal, was hast denn du da, Gustl? Das ist für dich, mein Hasilein. Für mich? Ja. Oh, das ist aber lieb von dir. Oh mein Gott. Da weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Nix, hoffentlich gefällt's dir. Oh, Ist der echt? Ja, natürlich. Ja, was darf ich denn bringen? Cognac. Das ist ja wunderbar. Ja, jetzt haben wir nämlich einen doppelten Grund zum Feiern. Trinken Sie auch einen mit? Immer. Traumhaft, wunderschön. Ja, womit habe ich denn das verdient? Oh mein Gott. Ich weiß, dass du immer an mich denkst. Immer, ja, immer. Daran könnte
sich Ihr Wipperlinger Beispiel nehmen. Allerdings. Ja, was- Tust du das nicht, gell? Was wird denn gefeiert? Ja, die Frau Wipperling ist meiner Frau im Verein beigetreten. Was? Ja, dann Prost. Los! Prost. Halt! Da muss noch ein Trinkspruch her. Ja, Frau Lanzinger ward zur Präsidentin erkoren. Alle untreuen Ehemänner sollen in der Hölle schmoren. Prost! Uns kann doch nichts passieren, gell? Nein. Du sag einmal, die Hilde hast du nicht gefunden. Die Hilde? Nein, Wegen dem bist du doch eigentlich gegangen. die habe ich nicht gesehen. Nein. Habe ich vergessen. Und meine Tropfen? Habe ich auch vergessen. Ihre Tochter suchst? Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, wo die ist. Die ist heute Mittag mit meinem Buben spazieren gefahren mit ihrem Auto. Was? Spazieren gefahren mit Ihrem Buben in meinem Auto? Und ohne, dass sie mir was sagt? Ja, mein Bub hat mich auch nicht gefragt, nicht? Ich hab's gerade weggefahren sehen. Naja, die jungen Leute heute, die fragen da nicht lang. Das sind wir aber von unserer Hilde absolut nicht weg. Gell, guck? Noch dazu mit einem wildfremden Burschen, den sie kaum ein paar Augenblicke gesehen hat. Ja, darum wird sie mit ihrem weggefahren sein, damit sie ihn länger sieht. Caroline, lasst sie doch, schau. Unser Hilde ist gar kein Mädel mehr. Gönne doch die Freude. So, ich weiß nicht. Aber ich bring jetzt erst einmal den Schmuck aufs Zimmer. Ja. Ich danke dir noch vielmals. Gucki. Jetzt sagt die auch schon Gucki zu mir, glaub ich das. Du, mit dem Schmuck, da hast deiner Frau eine große Freude gemacht. Ja, ich hätte mich auch gefreut. Aber an mich denkst du ja nicht. Okay, das hab ich doch bloß gemacht, weil man den Top, wo es mir so schnell vorgeschickt hat, dass uns auf den Schwindel mit der Anita gekommen ist. Aber ich bin schon informiert, gell? Der Schmuck, der hätte sozusagen als Blitzableiter dienen sollen. Dabei sind die zwei, wie ich da reinkomme, ein Herz und eine Seele. Der Spaß, der kostet mir 4000 Mark. Immer noch besser wie ein Loch im Kopf. Mich kostet der Spaß ein 50er. Wo soll jetzt ich einen 50er hernehmen? Das ist der Lapalier, die zahl ich da eh. Ha? Du bist ein Kavalier, Gucki. Die hat einen guten Griff. Glaubt das, ja? Ja, fürs Erste schon. Ich habe ja gleich gewusst, dass du mir nicht umsonst so sympathisch bist. Ja, deine Sympathie war das, mein Lieber. So, da war ich wieder. Hast du deinen Schmuck aufgeräumt, Hasi? Ja, aufs Nachtkastel hab ich ihn gelegt. Ja, und ich werde jetzt mal auf die Apotheke gehen und Tropfen für meinen Wipperling besorgen. Wo ist die Apotheke, haben Sie gesagt? Ah, die kann Ihnen mein Mann zeigen. Der kennt sich da aus, gell? Herr Lanzinger, sahen's doch so nett. Was muss denn das sein? Sei doch ein bisschen netter zu der Frau Wipperling. Ja. Wo Ihr Mann sie eh schon behandelt wie ein Aschenbrödel. Ja. Gut, wenn du meinst, also dann kommen Frau Dings, Wipperling? Wipperling, ja. Also ich bin gleich da, okay. Warum der so brummig ist zu dieser netten Frau, die hat weiß Gott einen anderen Mann verdient. Mein Hilde ist allweil noch nicht da. Es macht mir jetzt langsam Kopfzerbrechen. Mit diesem jungen Burschen allein im Auto. So, bitteschön. Na, auch mal wieder da? Jesus, Mama, Sag mal, wo warst denn du die ganze Zeit? wo ich war? Rat einmal. Also, mir ist jetzt absolut nicht spaßig zumute, das kann ich dir sagen. Entschuldigen Sie, Frau Lanzinger, wir sind heute ein bisschen spazieren gefahren. Ha, ein bisschen horsten Sie das. Dabei seid ihr seit Mittag weg, ohne was zu sagen. Mei, das ist so überraschend gegangen, dass wir gar keine Zeit gehabt haben. Geh, Mama, sei nicht böse. Weißt du, wir wollten heute ein bisschen aus wegen der schönen Landschaft. Und er fährt doch so sicher. Was? Er ist gefahren? Und Ihr Auto ist für ein heißes Gerät. Passt zu Ihnen. Ich befürchte, dass ihr weder an der schönen Landschaft noch an dem heißen Gerät interessiert wart. Wie meinst du das, Mama? Also Sie meinen... Ja, das mein ich. Aber Frau Lanzinger, nur keine Panik. Was? Nein, ich meine, wir sind wirklich nur spazieren gefahren. Ist ja so ein ganz netter Bursch. Gell, er gefällt dir auch, Mama. Was heißt dir auch? Na, ich wollte sagen... Sei stark. Ich weiß Bescheid. Ach, Mama, ich bin ja so glücklich. Und du bist ernsthaft verliebt in diesen Burschen? Ja, und er in mich. Das kann ja heiter werden. Was meinst du, was der Vater sagt, wenn er das erfährt? Ja, die Bedienungen sind schon auf, das Bier ist auch schon drum und die Musikanten, die werden schon noch kommen. Ich hab die nämlich genauestens informiert. Ja, hoffentlich, sonst kannst du mich selber singen. Jesus,
An das Maikranzel habe ich gar nicht mehr gedacht. Mein Lieber, da wird's wieder zugehen. Ja, das sollten schon einmal gesehen haben, Frau Lanzinger. Oh ja, Mama. Ich habe sowieso noch nie so ein Maikranzel mitgemacht. Da hören Sie, mein Fräulein Tochter. Oh ja, Mama, ich habe sowieso noch nie so ein Maikranzel mitgemacht. Bitte, Mama. Wir fahren heim, verstanden? Okay, jetzt bleiben Sie halt da, Frau Lanzinger. Ja, das meine ich auch. Werden sehen, da wird's zünftig werden. Mama. Du weißt doch, dass ich wegen der Mitgliederversammlung heim muss. Geh, die werden doch in Gottes Namen auch einmal ohne dich zurechtkommen. Und der Papa wird sich bestimmt auch freuen, wenn du da bleibst. Also gut, ich bleib da. Von dich, Mama. Aber nicht wegen dir, sondern nur am Papas lieb. Ja, da werden Sie sicher frei. Ich weiß nicht. Sei du stark. Mama, du bist die Beste. Ja, warum du unbedingt da bleiben willst, das weiß ich. Aber jetzt muss ich ganz schnell im Vereinsbüro anrufen und sagen, dass ich nichts habe. Ah, da seid ihr ja wieder. Haben Sie jetzt Ihre Tropfen? Was für Tropfen? Ah, die Tropfen. Ja, die bringe ich gleich rauf aufs Zimmer. Du bist auch wieder da, wo warst denn du heute den ganzen Tag? Das ist mein süßes Geheimnis. Was? Ein Cola, bitte. Das sofort. Und ich schenke mir ein Bier, ist also Jawohl. gut. Stell dir vor, unsere Tochter fängt an, sich für junge Herren zu interessieren. Ja, und lass doch. Alt nur ist doch schließlich. So, du meinst? Siehst du's, Mama? Und du hast gemeint, der Papa macht einen Krach. Solange sie sich für mehrere Herren interessiert, ist nicht schlimm. Tragisch wäre es erst, wenn sie sich einmal auf einen spezialisiert, gell? Das ist es ja eben. Aha, wer ist denn auch die einige welcher? Derjenige Welcher, das ist unser Bub. Prost. Dein Toni? Ah, bravo. Was sagst denn du da dazu? Was ich dazu sag? Dass der Bub einen guten Geschmack hat. Ach, so meinst Ja, ja. Aber die Tochter schon auch. du? Ja, soweit du informiert bist, gell? Naja, was soll's. Ist halt ein kleiner Flirt, gell? Das Dirndl fährt heute Abend wieder heim. Na, werden wir ja sehen, was draus wird. Das kannst gleich sehen, Papa. Wir bleiben nämlich da. Einen Magen, bitte, bitte. Sofort. Ihr bleibt da. So, das ist aber schön. Nachdem du mir so einen schönen Schmuck geschenkt hast, habe ich mir gedacht, muss ich da auch Freude machen. Ja, saubere Freude. Eine schöne Freude, wollte ich sagen, Hasilein. Und damit du nie mehr sagen kannst, ich lass dich immer allein. Aber jetzt musst du mir entschuldigen, Ja. ich muss ganz geschwind anrufen, dass ich nicht komme. Komm, Hilde. Super, was? Super, ja. Super, was? Super, was? Besten wird Zeit, Dampf gleich wieder ab. Ja, wieso denn? Jetzt, wo der Frau da bleibt, was soll da ich noch? Kommt mir ja vor wie eine Herbstzeitlose in der Wüste. Oder soll ich vielleicht den ganzen Abend mit dem Wipperling und seine Tropfen verbringen? So, Hasi, alles in Ordnung, hast du abgesagt, ja? Ah, alles erledigt. Fein. Jetzt freue ich mich so richtig auf das Maikranzel. Ich auch, Da können wir endlich einmal wieder miteinander tanzen. Oh, schön. Sie kommen doch auch mit, Frau Wipperling? Ich glaube nicht, dass das dem Wipperling recht wäre. Ach, der kommt doch bestimmt sehr spät und sehr müde vom Berg zurück. Der hat sicher nichts dagegen, wenn Sie sich ein bisschen amüsieren. Der kümmert sich doch sowieso nicht um Sie. Was meinst du, Gustl? Na, wie du meinst, Hasi? Nein, Frau Lanzinger, das schickt sich einfach nicht für eine verheiratete Frau ohne männliche Begleitung zum Tanzabend zu gehen. Ach, Sie gehen mit uns hin. Gell, Gustl, das macht dir doch nichts aus, wenn du 2 Frauen hast. Nein, wie du meinst, Hasilein. Das wird bestimmt ein vergnüglicher Abend. Oh ja, ich freue mich schon narrisch drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber verlass dich drauf. Ich werde dich bewachen wie eine trübe Gewitterwolken, dass du die auskennst. Geh weiter, Bub. Jetzt versetzt die Zeit. Frau Lanzinger. Ja, wo haben Sie denn einen schönen Schmuck? Mein Schmuck zum Maikranzel geht, das darf doch gar nicht passen. Ja. Komm, Hilde, gell, Sie kommen auch gleich, Frau Wipperling. Ja, Frau Lanzinger, sofort, Frau Lanzinger. Muss mich nur noch umziehen. Gell, Hasi? Wenn ich mit dir tanze, dann vergieß ich die Zeit. Die Tochter freut sich alles auf das Maikranzel. Die sind ja jetzt schon. Es ist ja kein Wunder, wenn ihr dein Sohn Gesangsunterricht gibt. Was meint er? Ja, was meint er? Dass ich dir deinen Kopf waschen soll, was du seiner Tochter den Kopf verdraht hast. Wieso? Weiß er denn was? Nein, nicht.
Was der gespannt ist, nicht, wenn du seiner Tochter verliebt die Nasenlöcher hinmachst und sie dir nicht weniger? Geh weiter, Bub. Lass die Finger davon, weil die kriegst du sowieso nicht. Meinst du? Ah, ich glaub, Vater, da bist du falsch informiert. Du, aber was anderes. Das Weiberleid, was uns der Lanzinger da ins Haus gebracht hat, diese Anita, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, also wenn ich mich nicht täusche, dann wohnt die bei mir in München ums Eck. Also, ich glaub, da hat uns der Lanzinger was Sauberes ins Haus gebracht. Vorher hat er sie gar nicht kennt. Und jetzt kriegt er sie gar nicht mehr los. Ja. Bleibt's denn? Stehen jetzt da mit den Krippenmandel und das alles gesteckt voll. Wir kommen ja schon, geh weiter. Wo ist denn nicht die Anita? Die hab ich noch nicht gesehen drum. Die ist nur schnell aufs Zimmer rauf. Ja, die macht sich nämlich besonders schön, damit sie dem Gucki besser gefällt. Geh weiter, Bub! Wenn ich mit dir tanze, dann vergiss ich die Zeit. Wir gehen's einfach zu jetzt. Der Wipperling ist auch noch nicht zurück von seiner Bergtour. Ist schon gleich dunkel werden. Es wird ihm doch nichts passiert sein. So, nun hat sich der Ausflug doch noch gelohnt. Servus, Gucki. Das lasst mir jetzt keine Ruhe, dass der noch nicht da ist. Der wird sich doch nicht verlaufen haben, der unbeholfen wie er ist. Ach, wir hätten nicht allein weggelassen sollen. Ja, hoffentlich hat er wenigstens seine Tabletten dabei. Entschuldigen Sie, Frau Wirtin, wissen Sie, wo die Frau Wipperling ist? Die ist noch auf ihrem Zimmer, glaube ich. Ah, da will ich es oben abholen, weil ich möchte doch noch meinen Schmuck anlegen. Also bis gleich. Neugierig bin ich ja, wie das hinausgeht mit der Anita. Ja, nicht sogar. Entschuldigung. So, was machen wir jetzt? Ja, da war nur irgendwas, gell? Ich weiß schon. So eine Gemeinheit! Was ist denn, Mama? Mein Schmuck ist gestohlen! Was sagen Sie, einer Schmuck? Gestohlen? Das gibt's doch nicht, Mama. Doch, ich hab ihn aufs Nachtkastel gelegt gehabt und jetzt, wie der nehmen will, war er verschwunden. Aber wer hat denn gewusst, dass der Schmuck auf dem Zimmer war? Der Papa, der Wirt und die Frau Wipperling. Wipperling? Ja, ist denn das möglich, dass Aber die... überleg doch, das ist die Einzige, die nicht im Saal gewesen ist. Ja, genau. Also ich bin überzeugt, dass die den Schmuck hat und abdampft ist damit. Ja, weil es doch nirgends mehr zum Sehen ist. Ja, richtig. Und dabei hab ich gemeint, er ist der Schlawiner. Wir müssen sofort Anzeige erstatten. Was ist? Schlacht er der Wipperling? Ja, ich glaube, dass der noch gar nicht von der Bergwanderung zurück ist. Was, noch nicht zurück? Ja, ich hab ein paar Mal geklopft, dann hat sie nichts gerührt. Dann hab ich ins Zimmer reingeschaut, das Bett war nicht angerührt. Um Gottes Willen, da muss ja mir was passiert sein. Na, der wird halt auf der Berghütte übernachtet haben. Na, hoffentlich. Du neugierig bin ich ja, was er sagt, wenn er erfahrt, dass seine angebliche Frau den Schmuck gestohlen hat. Ja, ich schon auch. Du, hoffentlich kommt er noch zurück, bevor die Frau Lanzinger aufsteht, dass ich ihn über die ganze Geschichte noch informieren kann. Ich konnte es noch gar nicht fassen, dass bei uns sowas passieren hat können. Und ausgerechnet der Frau Lanzinger muss das passieren. Schon saudumm, ja. Ja, du, jetzt bleibt ja dem Wipperling gar nichts anderes über, als dass er der Frau Lanzinger beichtet, dass diese Anita gar nicht seine Frau ist. Dann ist aus mit Gustl hinten und Gustl vorn. Du, und wie sich der Lanzinger aufgeregt hat, weil sie gleich zur Polizei gegangen ist. Es war saudumm, dass er auf die Polizei gerannt ist, nicht? Jetzt kommen wir nachher noch ins Gerät. Ist das noch? Du, womöglich machen die nur eine Hausdurchsuchung bei uns. Ja, ich bitte, sei so gut. Das sagst du zweimal und machen kannst du gar nichts dagegen. Muss der Lanzinger das Weißbild ausgerechnet zu uns herbringen, hä? Guten Morgen. Morgen. Sag mal, Gustl, wo kommst denn du eigentlich schon her? Ja, auf der Polizei bin ich gewesen und hab gesagt, dass sie der Sachen nichts mehr unternehmen sollen, weil der Schmuck nämlich wieder aufgetaucht ist.
Ist der jetzt wieder da? Jawohl, da ist er. Na, jetzt komm ich nicht mehr mit. Jawohl, wo hast du den Schmuck da wieder gefunden? Ja, ganz einfach. Ich hab den gleichen Nummer gekauft. Kauft hast du den jetzt gerade? Was ist mir anders überblieben? Du, viel hat er nimmer jetzt euer Jubiläum. Was sagst du denn an deiner Holden, wo du den Schmuck wieder gefunden hast? Da wird mir schon was einfallen. Das Blöde an der Geschichte ist ja nur, dass eure Polizei letzte Nacht die Kripo in München von dem Diebstahl unterrichtet hat. Da haben sie eine aber schönes Einbruch mit der Anita. Naja, jedenfalls bin ich los. So, jetzt werde ich mal schauen, ob mein Hasilein schon auf ist. Kauft der den Schmuck noch einmal? Du, die Janita, die kommt ihm ganz schön teuer. Das schaut einem gar nichts. Was muss auch das Weibsbild gleich von der Straße weg einladen? So, jetzt wird der Toni auf. Sonst steht der heute gar nicht mehr auf. Wir sind in der Nacht nach München gefahren. Was, nach München? Was tut denn der mit in der Nacht in München? Ihr möchtet halt schauen, ob er die Janita den Schmuck wieder abnehmen kann. Die findet doch der nie. Die ist doch längst über alle Berge. Doch, er glaubt, dass er weiß, wo sie wohnt, hat er gesagt. Und wenn er Glück hat, kommt er mit dem Schmuck wieder zurück. Dann noch der Lanzinger 2, gell? Da bin ich aber neugierig, wie er das dann seiner Frau verzeiht. Durcheinander ist es. Guten Morgen. Herr Wipperling, wo kommen denn Sie her? Ja, woher denn schon? Vom Berg heute. Ich sag's Ihnen, das war das erste und letzte Mal, dass ich auf so einen Berg gestiegen bin. Ja, was ist denn passiert, dass Sie jetzt erst heimkommen? Haben Sie auf einer Hütte übernachtet? Ja, wenn ich das nur wenigstens gemacht hätte. Ach, ich sag's Ihnen, ich bin ganz hin. Ja, was war denn nachher? Also stellen Sie sich vor, ich wollte mit dem Sessellift runterfahren, weil ich nicht mehr gegangen bin, gell? Ja, ich war der letzte und einzige Fahrgast. Ich steig ein, der Sessellift fährt los und plötzlich, auf halber Strecke bleibt der stehen und fährt nicht mehr weiter. Oh Gott. Oh, ich sag's Ihnen, und ich häng drin zwischen Himmel und Erde die ganze Nacht. Ich war ja bald erfroren. Jesus, na, ja, war dir was kaputt an dem Lift? Ja, woher denn? Das Bedienungspersonal in der Talstation hat geglaubt, es kommt kein Fahrgast mehr und hat die Maschine abgeschalten. Und hat er dann drum hängen lassen? Ich sag's Ihnen, das war eine Nacht, war das nicht zum Sagen. Ja, dabei soll ich mich da erholen und darf mich überhaupt nicht aufregen. Bringen Sie mir bitte einen Cognac, Frau Kampichler. Geht sofort, Herr Wipperling. Also, ja, aber Sie, wir haben vorher auch eine ganz schöne Aufregung gehabt heute Nacht, gell? Ja. Was meinen Sie, was passiert ist? Der Frau Lanzinger, ihr Schmuck ist gestohlen worden. Was, gestohlen? Ja. Und was meinen Sie, wer der Dieb war? Ihre Frau. Zum Wohl. Was? Meine Frau? Nein, diese Anita halt. Ach so, diese Anita, also mich so erschrecken Sie, das ist der Backe für heute noch nicht, gell? Das ist eine nette Überraschung, gell? Aber die Frau Lanzinger hat sofort Anzeige gemacht. Was? Anzeige? Noch ein Cognac? Brauchen ja nicht doch Sie nicht so aufregen. Da muss ich mich doch aufregen, da muss ich mich aufregen. Bedenken Sie doch, Frau Wirtin, bedenken Sie doch, dass da meine wirkliche Frau jetzt in Verdacht kommt. Jesus, ja. An das haben wir gar nicht gedacht. Das ist jetzt der Fluch der bösen Tat. Aber warum muss ich rimpfig einwilligen, diese Amsel, ich meine, diese Anita, als meine Frau auszugeben? Ja, um Gottes Willen. Also meine Frau, wenn die es erfährt, dann hänge ich ja schon wieder über den Abgrund. Ja, da ist er ja. Guten Morgen, Herr Wipperling. Ja, der Morgen fängt schon gut an. Und war die Nacht schon so schön. Oh. Was hat er denn? Ja, alles in Ordnung, meine Frau hat den Schmuck wieder. Julius, du bist auch schon auf der Höhe. Bist du heute schon wieder auf dem Berg? Noch ein Wort und ich werde zum Mörder! Noch ein Cognac! Was ist denn? Was schlecht schlafen, hä? Ja, im Sessellift, 2 Kilometer über den Abgrund. Wunderbar, wunderbar.
das Häslift? Warum? Ja, weil sie den Lift abgeschalten haben und der Herr Wipperling ist nur drin gesessen. Zum Wohl. Danke, danke. Und kaum komme ich jetzt heim, kommt die nächste Aufregung auf mich zu. Was denn für eine Aufregung? Na, die Geschichte mit dem Schmuck und deiner Frau da. Woher weißt denn du das? Die Frau Wirtin hat's mir gerade gesagt. Weiber, bla 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 bla. Okay, dann ist du verhalten. Aber Julius, ich verstehe gar nicht, warum du dich jetzt aufregst. Da muss ich mich doch aufregen. Soll ich mich vielleicht freuen, wenn die Polizei jetzt glauben muss, dass meine wirkliche Frau diesen Schmuck gestohlen hat? Gustl, du musst jetzt einsehen, dass ich die Sache bei deiner Frau aufklären muss, damit sie ihren Verdacht zurücknimmt. Das darfst du auf keinen Fall machen. Ich darf nicht den Verdacht auf meiner Frau sitzen lassen. Mei, oh mei, oh mei, was hast du denn immer mit deiner Frau? Die hat doch mit der ganzen Sache nichts zu tun. Wie heißt denn meine Frau? Wipperling. Ja, gut. Und wen hat deine Frau angezeigt? Eine Frau? Wipperling. Bitte. Aber das ist blöd jetzt, gell? Aber es kann überhaupt nichts passieren. Wieso? Weil meine Frau den Schmuck wieder hat. Was? Ja. Dann ist er ja gar nicht gestohlen. Nein. Jetzt geht er mir überhaupt nicht. Nee. Frau Wirtin noch eine Cognac? Das war noch ein Cognac. Nein, Herr Wipperling, Sie gehen jetzt ins Bett und schlafen ihn aus. Das wird das Vernünftigste sein, dass ich das jetzt mache. Aber wo ist denn überhaupt meine andere Frau, die sie Anita? Die ist abgereist. Ja, Gott sei Dank. Da bin ich wenigstens dieses Übel los, gell? So, nein. Dafür habe ich jetzt meinen Schnupfen wieder. Gute Nacht. Du musst natürlich den Wipperling gleich über die ganze Geschichte informieren, oder? Wenn er nichts wissen hat, war jetzt der Ruhe. Ja, freilich, bin jetzt vielleicht Ihnen schuld an einem Durcheinander. Ach was, mir kann nicht ärgern. Was ist, Herr Lanzinger? Kommen die Dame bald zum Frühstück? Ja, ich denke schon. Ja, dann schau ich gleich noch einen Kaffee. Informieren. Bitte mal Deutsch können. Was ich lieb, das neckt sich, Ja, gell? was ich lieb, das neckt sich, gell? Und was hat eine Frau gesagt, wie du den Schmuck wiedergebracht hast? Ja, die war sprachlos und das will was heißen, ja. Sie hat noch geschlafen, ich weck sie auf und sag, Hasi, schau, dein Schmuck ist wieder da. Ja, wer man nur so scheinheilig sein kann. Und dann hast du es natürlich informiert, wo der Schmuck gewesen ist. Natürlich, ich hab gesagt, sie hat nicht aufs Nachkasten gelegt und aus Versehen ist er hinten untergerutscht. Also, du bist vielleicht ein Odrater-Baze, das sag ich dir. Aber auf den Spaß, da müssen wir jetzt den Schnaps trinken, gell? Jawohl, von mir aus. Also dann, ich würde sagen, Weidmannsheil. Weidmannsheil. Auf die Jagd kommen wir zwar niemand. Alles wegen dieser Anita. Und dann verschieben wir es halt aufs nächste Jahr. Lassen wir es heuer noch reden, die Hosen und Reh. Also Prost. Hast recht, du. Aber, gell, wenn du wieder einmal ein Madel überfasst, dann schau das vorher genau an, gell? Danke schön für den guten Rat. Nicht, dass du die Frau von ihrem Verein noch überwachen lässt. Das ist das Allerschärfste. Die hat keine Ahnung, dass ich die Anita da hergebracht habe. Und das Größte ist, dass sie es jetzt sogar noch in ihrem Verein aufgenommen hat. Gustl, da habe ich eine Idee. Das ist doch der Grund, dass du davon überzeugst, dass der ganze Verein ein Schmarrn ist. Da hast du recht. Ja, gut, da haben wir schon wieder einen Grund zum Trinken, gell? Aber das ist der letzte jetzt, gell? Ja. Also, leben soll es doch nicht. Prost! Prost. Morgen, Papa. Ja, da schau her. In aller Früh schon ein Schnaps. Was gibt's denn da zum Feiern? Ach, Hasele, wir freuen uns halt so, weil du deinen Schmuck wieder hast. Sie glauben gar nicht, wie froh wir sind, Frau Lanzinger, ja. Ich schon auch. Drum hab ich ihn ja gleich angelegt. Na, der ist ja wunderbar. Der ist ja noch schöner wie der andere. Gott, bin ich froh, dass sie der wieder angefunden hat. Nur eins ist mir bei der ganzen Geschichte nicht ganz klar. Wieso ist die Frau Wipperling gestern so plötzlich verschwunden, nachdem sie mit dem Schmuck doch gar nichts zu tun gehabt hat? Die Anita, die Frau Wipperling, das kann ich Ihnen schon sagen, nicht? Ja, die hat am Abend noch ihren Mann gesucht, weil der noch nicht von der Bergtour zurück war. Ja. Ach so, mei, die Arme. Ja. Sorgen hat die mit dem Mann. Ja. Dabei ist er das gar nicht wert. Nein. So, jetzt wollen wir geschwind frühstücken und dann gleich heimfahren. Jesus, Mama, ich glaube, wir müssen noch tanken. Ah ja, kann man schon vorstellen. Deine Spazierfahrt gestern. Ach, Gustl, bitteschön, sei du doch so gut. Hast du selbstverständlich gemacht, vollkommen geweigert. Ich sperre die Garage auf.
gestern noch heimfahren sollen. Geh, Mama, jetzt brauchst du dich doch nicht mehr aufregen. Der Schmuck ist doch wieder da. Und heute ist so ein schöner Tag. So, guten Morgen. Guten Morgen. Na, haben Sie dann doch schlafen können auf den gestrigen Verdrussschlaf? Ja, so einigermaßen. Dabei hättest du die ganze Aufregung gar nicht braucht, gell? Ja, da haben Sie recht, Frau Kornwickler. Aber Sie haben doch hoffentlich der Frau Wipperling nicht gesagt, dass wir sie wegen dem Schmuck im Verdacht gehabt haben. Ich? Ja, das hätte ich ja gar nicht können. Wieso? Weil die Frau Wipperling gestern Nacht noch heimgefahren ist. Was, heimgefahren? Und der Wirt hat gesagt, dass sie fort ist, ihren Mann zu suchen. Hat der Wirt gesagt? Ja. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ich gehe jetzt lieber, bevor ich wieder was verkehrt sage. Also, da soll sich noch einer auskennen. Der Wirt sagt so, die Wirtin so. Herrschaft, was stehst denn du immer am Fenster? Ich? Ja, ist denn sonst noch jemand da? Naja, ich weiß schon. Hast halt deinen Toni noch nicht gesehen. Jetzt komm heute mal zum Kaffee. Ja. Sei halt nicht so grantig, Mama. Ich weiß schon warum. Und über deinen Toni reden wir, wenn wir wieder daheim sind. Wo ist er? Suchen Sie jemand? Und ob ich jemanden suche? Ja, sehst du wie ein Koch? Also, wo ist der Verlott, der ganz der Miserablige? Was für ein Verlott? Ja, den Wipperling suche ich. Ja, der Herr Wipperling schlaft nur, so viel ich weiß. Was? Da konnte er noch schlafen und ich wollte daheim die Kriminalpolizei verhaften. Was sagen Sie, verhaften? Jawohl, weil ich da einer gewissen Frau Lanzinger ihren Schmuck gestohlen haben soll. Was Sie hätten? Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Sind Sie vielleicht da, diese Lanzinger? Jawohl, ich bin Frau Lanzinger. So, da sagen Sie mir jetzt bitte, wie Sie dazu kommen, mich so zu verdächtigen. Moment einmal. Darf ich vielleicht erst einmal erfahren, wer Sie sind? Ich bin die Frau Wipperling. Habe ich richtig gehört? Wipperling? Jawohl, Wipperling. Da haben Sie schon ganz recht gehört. So, und jetzt passen Sie mal auf. Heute in aller Herrgottsfrüh, ich war noch im Bett, kommen 2 Kriminaler und behaupten, ich hätte einen Schmuck gestohlen. Ja, und die wollten mich vom Bett aus verhaften. Gott sei Dank habe ich ja Zeugen gehabt, dass ich das Haus von Samstagmittag weg nicht mehr verlassen habe. Ach so. Ja, dann ist diese Anita gar nicht die Frau Wipperling. Also, ich kenne mich nicht aus, wie das alles zusammenhängt. Ich will jetzt sofort wissen, wie Sie dazu kommen, mich so zu verdächtigen. Ja, das lasse ich mir auf keinen Fall bieten, versteht? Ich bin immer eine rechtschaffene Frau gewesen. Das bezweifle ich ja gar nicht. Jetzt beruhigen Sie sich doch erst einmal, Frau Wipperling. Also ich kann Ihnen nur sagen, der Schmuck ist gar nicht gestohlen. Was? Schauen Sie her, da ist er. Ja, na, verstehe aber nicht, wie Sie bei der Polizei behaupten können, ich hätte ihn gestohlen. Jetzt musst du es ihr wohl oder übel sagen, Mama. Hast recht. Weil der Mann verdient's ja gar nicht anders. Was meinen Sie? Also jetzt hören Sie zu. Um es rundheraus zu sagen, Frau Wipperling, Ihr Mann hat gestern eine fremde Frauensperson als seine Frau ausgegeben. Was? Mei? Ich will keine Luft mehr. Um Gottes Willen, machen Sie keine Geschichten. Ja, sind Sie Wipperling! Jetzt Schloss ein! Gehen wir auf Zeit sonst! Was ist denn los, hä? Dein Freund Julius ist ja noch ärger, wenn ich gemeint hab. Das ist ja der reinste Bigamist. Na, wieso? Stell dir vor, das Weibsbild, das der gestern bei sich gehabt hat, ist gar nicht seine Frau. Ah, nicht? Und Sie haben das offenbar gewusst. Ich? Keine Spur. Das ist falsch informiert, Frau Lanzinger. So? Haben Sie nicht, wie Sie reinkommen sind, sofort gesagt, yes, hast die Wipperling? Sagt die Wipperling, ja. Weil das ist vom Wipperling die Mutter. Und stell dir vor, Papa, die richtige Frau Wipperling ist heute früh beinahe von der Kriminalpolizei verhaftet worden. Was hast du davon, weil du keine Polizei reden musst? Bitte keine Vorwürfe. Es hat sich schließlich um einen Wert von 4.000 Mark gehandelt. Woher weißt denn du das?
Und mein Papa, weil die Rechnung noch dabei Ja, war. aber Du lügst mir nichts, Frau Wipperling. Du ganz gewiss nicht. So, da setz dich jetzt hin. Ich will nichts mehr von dir hören. Stellt's einer vor. Er möchte mir weismachen, dass die betreffende Frauensperson die Freundin von ihrem Mann ist. August! Jetzt ist heraus. Aber Papa! Was denn meine Freundin? Ja, Julius, wie kommst denn du dazu, mir sowas zu unterstellen? Ja, weil doch du... Mein Lieber, so eine Frechheit dabei wollte ich am ersten zu meinem zweiten Direktor machen. Zum Zweiten? Ja, so meinetwegen gleich zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber wenn du mir so kommst, wird nichts draus. Ich hätte eine Freundin. Das ist ja wirklich unklamm. Meine Frau hat ja sowieso kein Wort geglaubt, gell? Haschlein. Ich komme nicht mehr zurecht mit dem Ganzen. Ja, das glaube ich dir. Von wem war jetzt nachher die Anita die Freundin? Also, wenn es gar nicht anders geht. Ja. Von mir, aber bitte schön, sonst meiner Frau nichts, gell? Hilde, wir reisen ab. Ich bleibe keine Sekunde länger in diesem Haus. Schau mal's, Erna. Und du willst den Sohn heiraten von diesem... Kommt nicht in Frage. Aber Mama... Also ich käme jetzt gar nicht mehr aus. Tegger, dass ich unschuldig bin, das wirst du hoffentlich kapiert haben. Ja, ich glaub schon. Mei, kannst mir den noch einmal verzeihen? Muss ich mir erst noch überlegen. Bring mich ins Bett. Selbstverständlich, Mandy. So macht man das, gell, Toni, du hast mich gerettet. Das vergesse ich dir nie. Was und zum Dank soll dein Bub mein Dirndl kriegen und das Gasthaus dazu. Das ist ein Wort. Grüß euch, ich hab... Du hast den Schmuck. Wieso den Schmuck? Gell? Da schauen's. Wissen Sie, ich bin heute Nacht noch nach München gefahren und hab von der Anita raus, der gewartet, bis heimgekommen ist. Hast du gewusst, wo die wohnt? Naja, bloß so Und ungefähr. den hat's dir so ohne weiteres gegeben. Nein, aber ihr ist nichts anderes überblieben, weil ich sonst zur Polizei gegangen wäre. Also, bitteschön. Bringt der tatsächlich den Schmuck wieder zurück? So einen Schwiegersohn haben wir schon immer gewünscht. Wieso Schwiegersohn? Ja, natürlich, weißt du was? Und zum Dank dafür lasse ich euch dieses Gasthaus zu einem wunderbaren Sporthotel umbauen. Ja, und dieses wunderbare Sporthotel, das heißt man dann zur tollen Anita. Der Bläderername fällt da wohl nicht ein, ja? Lass du dir lieber was einfallen, gell? Du hast nämlich jetzt 2 Schmücker. Was machst du mit dem? Toni, den deponiere ich bei dir. Den kriegen die Kinder zur Hochzeit. Ja, dann sage ich halt recht herzlichen Dank, Schwiegervater. Schwiegervater, das kann immer so passen. Ja, und ob mir das passt. Hilde, ich muss dir ganz was Wichtiges erzählen. Komm. Hallo, hallo. Ja, der ist ja noch ärger wie der Alte. Caroline, lass. Ich werde dir alles später erklären, gell? Und du möchtest jetzt wirklich heimfahren? Natürlich. Frau Wirtin. Und ich hoffe, dass du gleich mitfährst. Ja, wie du meinst, Hasilein, ja. Frau Wirtin, wir reisen ab. Wieso? Ich habe zwingende Gründe. Und ich möchte Ihnen dringend ans Herz legen, werden Sie bald möglichst Mitglied in meinem Verein. Zur Überwachung unsolider Ehemänner. Warum soll ich da dazugehen? Weil Ihr Mann dringend Überwachen braucht. Was? Mein Alter. Okay, da muss ich ja lachen. Was ist denn so lächerlich? Meinst du, ich hab keine Chancen mehr, ha? Das Lachen wird Ihnen gleich vergehen, wenn ich Ihnen sage, dass die falsche Frau Wipperling in Wirklichkeit die Freundin von Ihrem Mann ist. Die Freundin von meinem Mann. Oh mei, Frau Lanzinger, wenn ich reden dürfte. Bitte schön, reden Sie, was Sie wollen. Darf ich sagen, Herr Lanzinger? Gustl, geh weiter. Es ist gescheiter, wenn du ihr sagst. Von mir aus. Also, meine geliebte Caroline, bitte komm, setz dich lieber hin. Gustl, du wirst ja auf einmal so feierlich. Ich schwöre mir, dass du nach dem, was du jetzt gleich erfahren wirst, nicht böse sein wirst und vor allen Dingen aus deinem saublöden Verein austrittst. Was sagst du da? Jawohl, aus diesem blöden Verein austrittst, wo du dich nur immer lächerlich machst. Wie redst denn du auf einmal? Ja, schwören. Also gut, ich schwöre und... Also pass auf. Nein, so kommen wir nie zum Ziel. Und so kann ich da nicht. Also, ich werde jetzt informieren, gell? Also, Frau Lanzinger, Ihr damischer Verein, da kann sich einbalsamieren lassen. Jawohl. Sie
gerade notwendig. Und warum, wenn ich fragen darf? Ja, gell, so. Sie sind doch der Vorstand von diesem Verein, ne? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, solange Sie jetzt da sind? Aufgefallen? Einiges. Ja, aber was es mit der Anita für eine Bewandtnis gehabt hat, das haben Sie nicht gemerkt, gell? Wie war das jetzt das? Ja, also diese Anita, das ist nicht meine Freundin und ist nicht die Freundin vom Herrn Wipperling. Sondern? Sondern diese Anita hab ich hergebracht. Was, Gustl? Du hast dieses Frauenzimmer? Er hat, und wissen Sie warum er hat? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Weil er Sie davon überzeugen wollte, nicht, dass dieser damische Verein für gar nichts gut ist. Was? Ja, und das müssen Sie doch zugeben. Wenn nicht einmal Sie als Vorsitzende bemerkt haben, dass diese Anita dauernd um den Gustl rumtanzt ist. Ja, sie haben mich sogar gezwungen dazu, nicht? Du hast mich gezwungen dazu, jawohl. Mein Lieber, zum Maitanz hätte ich mit dir gehen sollen, tanzt hätte ich mit dir sollen. Was glaubst du, was alles passiert hätte können, wenn ich nicht so ein standhafttreuer Ehemann gewesen wäre? Na, was sagst du jetzt? Nix mehr. Nur so viel, dass ich dich nie mehr allein fortfahren lasse. Das will ich doch, Hasilein. Und was ist jetzt mit deinem Verein? Ich erkläre sofort meinen Austritt. Also, das hätten wir geschafft. Und wie habe ich Sie informiert? Ja, du bist der Größte, gell? Ihr seid doch eine Bagage. Alle habt es gewusst und keiner hat mich aufmerksam gemacht. Ja, freilich, weil wir Männer schweigen können, gell, Gustl? Ja. So, dann wäre es erledigt, dann können wir natürlich da bleiben jetzt, gell? Wieso da bleiben? Wir müssen doch die Verlobung feiern von unseren Kindern. Verlobung? Ja, Verlobung. Wo sind denn die überhaupt, hä? Da sind wir. Haben wir recht gehört? Verlobung. Ist das wahr, Papa? Mama. Mama. Also von mir aus, mir ist recht. Mein Danke, Schwiegermama. Und wer küsst mich? Danke, Papa. Ja, dann gratuliere ich euch. Der hat aber einen Grund zum Feiern, gell? Du da wieder einen Grund zum Saufen hättest, gell? Gustl, meine Frau hat sich jetzt überlegt, ich nehme den Posten als Aufsichtsratsvorsitzenden bei dir doch an. Mein lieber Julius, ich hab mir's auch überlegt. Weißt du, bei deiner schwachen Gesundheit war der Posten für dich viel zu anstrengend. Aber einen Nachtwächter kannte ich nur brauchen. Was haben wir heute im Angebot, ha? Oh, da darf ich die dafür aber nicht stehen lassen. Und warum nicht? Weil die Leute vor meinem Standel stehen, damit sie die dafür lesen können. Und wenn sie da erst einmal stehen, aha, dann rührst meine guten Würste und dann kannst du deine dafür an den Hut stecken. Ja. Bist du jetzt fertig? Nein. Pass mal auf. Das heißt Schweinsbraten mit Semmelknödeln und nicht Semmelknödeln. Ja, tu dich du nicht kümmern, weil bei mir kriegen die Leute nämlich 2 Knödeln. Oh, da schon her. Warte! Ja, Warte, was meinst du? Wie viel Würst brauchen wir heute? heute, ja. Ich mein's wieder wird schön, bringst mir zuerst einmal 50 Bar. 50 Bar? Ja. Sauerkraut und Kartoffelsalat sind schon fertig. Was gibt's denn bei Ihrem drin heute? Schau mal. Ein Schweinsbraten mit Semmelknödeln. Der ist doch im Baumschul gegangen.
Also, 50 Bar. Ja. Der Gustl bringt das gleich. Ja. Grüß dich, Walli. Grüß dich, Resi. Schön langsam kann dein Vater schon wissen, wie man Semmelknödel schreibt. Ha? Du merkst aber schon alles. Hast du den Gustl heute schon gesehen? Nein, der bringt mir aber gleich meine Würst. Du kannst da warten auf ihn. Nein, nicht. Sag ihm bitte schön, dass ich heute wahrscheinlich nicht weg kann, weil wir einen Haufen Gäste erwarten. Ein ganzer Bus voll soll kommen. Ein ganzer Bus voll, oh. Du darfst aber einen Haufen Semmelknödeln machen. Jetzt sei nicht immer so boshaft. Ja, darum brisiert's mir auch so. Also, bitte, sagst du es ihm, gell? Komm mir schon langsam vor wie ein Telegrafenstange. Dieser Nachrichtendienst wird mir langsam zu anstrengend. Ja, ich habe eine andere Arbeit auch noch. Mei, jetzt schimpf doch nicht immer so. Und meinst nicht, dass Stangerl ein bisschen untertrieben ist? Mast wäre besser. Jetzt schau aber, dass du schwiegst, du Lausdirndl, du. Mast. Also, das ist übertrieben. So dick bin ich jetzt auch wieder nicht. So, Walli. Da hast du Würsten. Heute nimmst du besser Wiener. Die Weißwürste, die vertragen die Hitze nicht so gut. Ich auch nicht. Aber das fragt ja keiner. Ja, du bist ja auch keine Weißwurst. Ganz was anderes. Hast du die Resi heute schon gesehen? Ja, aber du, die hat heute keine Zeit für die. Die muss für einen ganzen Bus voller Leute kochen. Herrschaftszeiten. Jeden Tag ist da was anderes los. Ja, du, in Rosenheim, da haben sie eine neue Disco aufgemacht. Da möchte ich seit 14 Tagen hin. Ja, aber sie hat ja nie Zeit. Ja, da kann ja die Resi nichts dafür. Das ist ihr Vater, der alte Grantler. Du, pass mal auf. Wenn's du unbedingt in die Disco willst, nimm halt noch mich mit. Die? Ja, freilich. Ein kleines bisschen rumhupfen kann ich auch. Hab sowieso so wenig Bewegung in meinem Standl. Sag einmal, hast du das jetzt im Ernst gemeint? Schau ich aus, als ob ich einen Witz mach? Ja, das darf mir jetzt gerade noch fallen. Disco. Wo ich doch eh nicht mehr weiß, ob ich jetzt auf die Nacht auf die Hände oder die Füße ins Bett kriegen soll. Ich versteh dich schon. So, jetzt tun wir mal die Würste ins heiße Wasser. Na, könner's kommen. Bei dem Wetter heute, da werden's wieder wie die Wilden in der Botanik rumkraxeln und das macht dann Hunger. Du, das soll halt dein Vater einmal mit der Resi am Vater reden, oder? Ja, das war keine schlechte Idee. Ich hab das doch schon tausendmal gesagt. Ich hab doch nichts gegen die Resi. Ja, von mir aus heirat's. Aber mit dem Simon, mit dem närrischen Teufel, da musst du schon selber reden. Ja, aber du und der Simmerl, ihr kennt euch doch schon länger. Ja, grad drauf. Der verzeiht mir das nicht, dass deine Mutter ihn sitzen lassen hat und dann mich geheiratet hat. Naja, und dann hat er noch so einen Schreckschraum gekriegt. Na, jetzt sind schon die zwei unter der Erde. Ja, aber das ist doch alles schon so lang her. Ja, Vater, jetzt red halt einmal mit ihm. Sowas verjährt nie. Jetzt giftet er sich von neuem, weil er ein Auge auf die Wanne geschmissen hat, trotzdem sie ihm da das Geschäft vermasselt mit unseren Würst. Das Simmerl auf die Walle. Jedes putzt er doch bloß ein. Ja, die sind doch wie Hund und Katz aufeinander. Ja, die, wenn sie bloß sehen, dann fliegen schon die Fetzen. Was sich liebt, das lebt sich. Glaub mir, Bub, je giftiger die aufeinander sind, desto lieber mengen sie. Ja, also wenn das Liebe sein soll, ja, dann behandle ich ja die Resi total verkehrt. Die Vater des Trams. Was die Sache ist bloß die, dass ich selber schon mit dem Gedanken gespielt habe, dass... Was? Ja, so alt bin ich auch noch nicht, dass ich an sowas nicht mehr denke. Du und die Walle! Also jetzt hauen wir aber gleich die Sicherung raus. Das habe ich noch gar nicht gespannt. Da gibt's ja nichts zum Spannen. Ja, jetzt stehen da wieder Knackwurst. Das war nur ein Gedanke von mir. So, und jetzt muss ich mich wieder um unseren neuen Lehrbuben kümmern. Du, das ist ein Held, so gedacht. Der Wastel, ja, wie stellt er sich denn um? Willig, aber blöd. Gestern hat er die Weißwürst gefühlt, wie mit einer Feuerwehr spritzen, dass es alle zerrissen hat. Der ganze Bart ist an der Wand gepappt. Ja, drum haben wir heute keine Weißwürst gehabt. Ich hab mich schon gewundert. Ja, der Bub treibt uns in den Konkurs. Meister! Meister!
Weißt du, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Der Darm ist voll. Ja, dann geh halt aufs Häusl. Ja, was kommst du noch zu mir? Nein, nicht meiner. Der von die Leberwürst. Was soll ich jetzt machen? Zubinden sollst du das, mein Gott, der Bub saut und fragen. Zubinden? Mit was? Das ist ja nicht zum Aushalten. Mit was? Mit was? Mit was das halt allerlei zugebunden hast? Mit einem Strick? Ja, das hab ich mir schon fast gedacht, aber... Was aber? Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt, ha? Komm, geh mir in die Wurstküche. Herr, gib mir die Kraft, diesen Anblick zu ertragen. Herr, gib mir die Kraft, die Watschen zu ertragen. Resi! Resi! Gustl, ich kann jetzt nicht. Ich muss einen Semiknädeltag machen. Mei, der hat halt wieder so eine Stimmung, sag ich dir. Resi, lass mich dein Semiknödel sein. Nicht. Wenn uns mein Vater sieht. Ach, der ist sowieso so Zwiderheit. Das ist mir wurscht. Ja, sag einmal, wie lange glaubst du denn nur, dass ich warte, bis wir zwei mal in die neue Disco fahren? Ja, alle reden schon davon. Aber ich tu mir Depp, ich geh ja nicht allein. Weil das Fräulein Resi keine Zeit hat. Ach, du weißt doch, dass ich abends immer so schlecht weg kann. Ja, und dann auch noch in die Disco. Wo der Vater die Musik so dick hat. Mit deinem Vater geh ich ja nicht, sondern mit dir. Und das sag ich dir, wenn das noch lang so weitergeht, dann geh ich mit der Walli. Die hat mich nämlich heute schon eingeladen. Die Walli? Ja, das glaubst du selber nicht. Ja, bitteschön, frag's. Du, und wenn man die Walli noch ein bisschen aufmöbelt, ja, dann war's doch gar nicht so schlecht. Ja, du und die Walli. Also, wenn ich mir das vorstelle, das Gabapult, ich lach mich tot. Aber vorher machst du deine 120 Knädel, gell? Au, jetzt haben wir einen Salat. Ja, genau, der ist auch noch nicht fertig. Herrschaft, in einer halben Stunde kommen die ersten Mittagsgäste und sie bussiert da heraus umeinander. Ah, das stimmt nicht. Weil unter Bussieren, da verstehe ich ganz was anderes. Du nicht frech werden. Und du schau, dass du reinkommst jetzt. Gibt's denn sowas auch? Jetzt sind wir all. Wenn wir schon gerade beieinander sind, sag, was hast du denn gegen mich als Schwiegersohn? Gegen dich persönlich habe ich gar nichts. Aber gegen deine Abstammung. Jetzt sei ja nicht so nachtragend. Ja, die Resi kann ja auch nichts dafür, dass die als Vater hat. Hey, was weißt denn du? Auf alle Fälle, da gibt's nichts mehr zum Reden, such der andere. Da gibt's nichts zum Verhandeln. Jesus, na bist du ein stures Mannsbild. Was mischst du denn da du schon wieder ein? He? Geh doch du in den Brederverschlag rein. Weil in der Sache hast du Gott sei Dank nichts zum Mitreden. Ah, da täuscht dich aber ganz gewaltig, weil ich stehe nämlich mittendrin zwischen euch zwei Streithansel und kann mir den Zirkus jeden Tag mit anhören. Ja, wenn's dich stört, dann steh halt den Stand weiter die Straßen auf. Ist mir der Satz wieder, wenn er die jeden Tag anschauen muss. Freilich, das kann da so passen, gell, du Bauernhotelier, du Verhinderter. Ihr werdet doch nicht schon wieder streiten. Was? Okay, wir streiten wir doch gar nicht. Wir unterhalten uns bloß. Ja, ich geh. Du, gell, das sag ich dir. Der gebe ich noch lang keinen Bauernhotelier ab, du. Du Würstelbandlerin, du Traurige. Weißt, du kannst mir gar nicht beleidigen. Dazu müsstest du ja ein Mannsbild sein. Was heißt jetzt das wieder? Denk einmal ganz scharf nach. Vielleicht kommst du dann drauf. Ach, was? Dieser dammische Kerl. Jetzt mal wieder den Sichner, spiel meine Gallensteine ab. Na, das ist ein unguter Platz. Hier werd ich schon! Gib mir die Würstel nach! Ich bin doch keine Sau nicht. Bitte nicht tozieren. Alle, hilf mir. Der reißt mir da was raus. Da kommst du nicht einer. Der Bub bei mir Asylrecht. Den hol ich schon raus an seine Liffe! Geh, also Schande doch. Einen unschuldigen Burm schlagen. Unschuldiger Bur. Hm? Du kriegst schon deine Schmierde, verlass dich drauf! Du hört sich doch alles auf. Hm? Asylrecht! Ja, den da schlage ich eigenhändig! Ah, glaubst du, dass die Gallensteiner, der Platz ist einfach nicht gut. Ist er fort? Sag mir, was hast du denn wieder angestellt, Bub? Ja, nix. Oder fast nix. Der regt ja immer wegen alles gleich so auf. Nein, die Blutwürste, die sind mir beim Kochen alle aufgeplatzt. Und die Leberwürste, die hab ich mit meinen Schuhbeutel zugebunden. Weil ich die Strick nicht gefunden hab. Und bloß deswegen hat er mich gleich wieder so umeinander gehauen. Ist das nicht gemein? Sag einmal, Bub, lernst denn du gar nichts? Was? Okay. Was meinst du denn, was meine Kundschaft sagt, wenn ich einer Weißwürst mit einem Schuhbandel serviere? Das tut doch der Wurst nix.
Wo haben sie denn die auslassen, hä? Du, pass mal auf, du gehst jetzt wieder rüber zu deinem Meister, bei mir kannst du nicht. Nein, da geh ich nicht rein. Ja, der schlägt ja mich. Die, wo der geschlagen hat, die leben alle noch. So, und jetzt pass mal ein bisschen auf, was dir dein Meister sagt, so schwer ist doch das auch nicht. Haben Sie eine Ahnung? Meister! Geh rein da. Der Vater hat gesagt, die aufplatzen Blutwürst. Die kannst du mit heimnehmen und unter deine 6 Geschwister aufteilen. Fundig. Na, lass ich mal die Leberwürst aufplatzen. Lauf du windiger. Oh, Aufregung nach der anderen. Jetzt hab ich Galoppi. Scheiße, das ist wirklich, ich geh nicht ganz stark die Straße ein bisschen weiter runter. Was ist denn? Ja, wo bleibt er denn? Wir sind ja schon da. Mama, ich kann nicht mehr. Mama, da könnt wir einkehren. Mir tut vor die lange Mal schon so die Füße weh. Mir auch, Mädler. Dein Vater hetzt uns ja auch bei der Affenhitz schon stundenlang durch Gegend, ohne Rücksicht auf uns Frauen. Papp, nix gewöhnt seid ihr. Typisch Frau. Total verweichlicht und keine Kondition. Jetzt babbel doch nicht so überflüssiges Zeug. Guck lieber, dass wir was zum Essen kriegen. Jetzt schaut euch doch einmal diese herrliche Landschaft an. Wo man hinguckt, nix wie Gegend. Papa! Ja, das ist ja gut. Wollt mal schauen, was auf der Tafel da steht. Aha, klingt nicht schlecht. Hier kocht der Wirt. Schweinebraten mit Semmelknödel, ne? Was meint ihr? Hier kocht der Wirt. Na, ganget mal nein. Wir sind am Verhungern. Und hier kocht die Wirtin. Schöne heiße Würstel, selber gemachter Kartoffelsalat und ein Kraut vom Fass. Wie schaut das, meine Herrschaften? Frische, heiße Würstel. Ja, du brauchst nicht lang warten, die sind schon heiß. Kannst direkt reinbeißen. Mögen Sie es lieber mit Kartoffelsalat oder mit Sauerkraut? Ja, und Theo, was meinst du? Naja, Seidewürst sind auch nicht schlecht. Ja. Aber mit Weckle. Erstens sind sie billiger, ja, der Urlaub ist eh schon viel zu teuer. Und zweitens sind sie schon fertig. Was ist denn nachher? 3-mal ein paar Wiener mit Semmel. Weckle. Ja, mit Weckele. So, macht dann 7,50 € daher. Machen Sie 67, gell? Sie, Sperda, jetzt werden wir 3 für 7,60 € satt. Und drüber hätte euer Menü allein schon 6,80 kostet. Dankeschön. Ja, danke. Aber Papa, ich wollte mich doch hinsetzen. Ja, da sitzen Sie ja noch halt hin. Da, na? Da schon. Ja, nein, das ist der Stammtisch. Und ich muss sagen, ich bin recht speziell mit dem Wirt. Der sagt da gewiss nichts. Ja, wenn das so ist. So, grüß Gott, die Herrschaft. Grüß Gotterle. Grüß Gott. Ja. Was darfst du denn sein? Einen guten Schweinsbraten hätten wir mit Semmelknödel. Semmelknödeln. Wie meinen Sie? Na, bei dem kriegst du 2 Knödeln. Das ist eine Spezialität des Hauses. Nein, danke, Herr Wirt. Wir haben schon gewählt. Nämlich die Würstle von dieser freundlichen Dame da. Aber wissen Sie was? Ein Fläschchen Limonade dürfen Sie uns bringen. Mit 3 Gläsern. So. Guten Appetit! Was? Und da setzen Sie einer mit der Ihre Würstel vor mein Wirtshaus an meinen Stammtisch? Ja, was stören Sie dran? Ja, alles stört mich dran. Packen Sie an Ihre Würstel und gehen es dann über, wo Sie es gekauft haben. Ja, da hört sich der Holles auf, was gehört. Das ist ja ein unfreundlicher Patron. Also, nachher packen wir die Teller und dann gehen wir dann rüber, ne, Bertha? Ja, Bertha, so schaut's aus. Was wollen Sie damit sagen, hä? Papa, bitte, reg dich nicht auf. Da soll man sich nicht aufregen, wenn diese bayerischen Bajuwaren immerfort sich im Ton vergreifen und gleich ausfallend werden. Rutscht mir da ein Buckel hinunter. Jetzt passen Sie mal auf. Gehen wir einfach da rüber in den Garten vom Wimpflinger. Da ist er recht gemütlich, gell? Danke. Danke, das ist nett. So, Fräulein, darf ich Ihnen helfen? Ich bleib lieber da. Ach so, wissen Sie was? Na, bringe ich Ihnen einen Hocker raus. Na, ist gemütlicher, gell? Danke, das ist lieb. Lassen Sie Ihnen die Würstel recht gut schmecken. Danke. So, jetzt ist es super Plätzle, danke. Ja. Sitzen Sie immer schon da? Neu. Ich hätte mich eben hergesetzt. Ah, drum,
Ich hab sie vorhin nämlich gar nicht gesehen. Vorhin bin ich ja auch noch gar nicht da gesessen. Aha. Ja, und bleiben Sie länger da sitzen? Wenn wir unser Würst gegessen haben, wandert man wieder weiter. Schade. Warum? Ja, ich mein, weil das nicht gewesen wäre, wenn Sie immer da sitzen, wenn ich da rauskomme. Arbeitet sie hier? Ja, freilich. Beim Metzgermeister Wipflinger bin ich Geselle. Ich meine, er ist ein rechter gescheiter Heim, der Wipflinger. Aber sonst kann man schon lassen. Ist er nicht freundlich mit Ihnen? Der und freundlich, dass ich nicht schreien. Bei dem sitzt den ganzen Tag watschen. Bloß wenn man mal ein bisschen was falsch macht. Da hören Sie es. So geht es den ganzen Tag. Liebs Herrgöttle, das ist schon arg. Nicht zum Aushalten ist es. Aber sagen Sie mal, sitzen Sie dann wirklich nimmer da, wenn ich da wieder rauskomme? Ja, wann kommen Sie denn wieder? So gegen 14 Uhr. Nein, so lang kann ich nicht warten. Schade. Wie heißen Sie denn eigentlich? Emma. Emma? Hab ich noch nie gehört. Klingt aber eigentlich ganz nett. Liebe Frau Waldi, also wir bedanken uns recht herzlich für das wunderbare Plätzle und die gute Würstle. Sehr lecker. Es war saugemütlich. Na, ist ja recht. Papa, Babile, könnte man nicht den Rest von unserem Urlaub da bleiben? Was? An diesem wunderschönen Ort. Aber was ist denn in dich gefahren? In Hinterpfeifing ist doch sehr nett. Wir haben einen Swimmingpool, wir haben nette Pensionsleute. Was soll man denn da? Aber Winzelbach ist doch viel gemütlicher. Es ist doch langweilig, den ganzen Urlaub an eurem einzigen Ort zu verbringen. Diese Launen und diese Sprunghaftigkeit hat das Mädchen bloß von dir. Ja, freilich. Von wem denn sonst? Ja, aber Sie, da müssen Sie dann vielleicht da in der Post übernachten, gell? Das ist der einzige Gasthof, den wir haben. Ja, nie. Bei diesem garstigen Patron ausgeschlossen. Ja, so ungut ist der gar nicht. Mei, er hat sich halt geärgert, nicht? Und wenn Sie genau nachdenken, war es ja auch nicht anders gegangen, oder? Also. Sieh mal, oh, Herr Gastronom, bitte kommen Sie. Was gibt's denn schon wieder? Was ich fragen wollte, hätten Sie vielleicht noch 2 Zimmer frei? Eins für meine Gattin und für mich und eins für unsere Tochter. Natürlich habe ich Zimmer. Aber wo wollen Sie dann essen? Bei mir oder bei der da drüben? Bei Ihnen natürlich. Aha. Das war doch bloß ein Missverständnis. Bertha, jetzt sag halt auch mal was. Du fragst mir sonst auch nicht nach meiner Meinung. Also, mach, was du meinst. Sag mal, ein Gesicht macht's für saure Essen, gut. Also gut, von mir aus, dann lasse ich die Zimmer herrichten. In einer Stunde können Sie dann einziehen. Danke, Papa. Vielen Dank. Also, Kind, ich weiß zwar nicht, was mit dir los ist, aber kriegst ja immer deinen Willen, gell? Also, na marschiert mal eben zurück nach Hinterpfeifing. Also, ich weiß nicht, was ich den dortigen Wirtsleuten sagen soll. Also, peinlich ist es. Mehr als peinlich. Peinlich. Ja, er hätte ja unbedingt nach Winselbach laufen müssen. So, und das hast du jetzt davon. Ja, weil ich möchte, dass du hörst. Marschieren muss er. Ach, diese Schwamm. Ich habe gewusst, dass die Schwaben geizig sind, aber dass sie den ganzen Teller mitnehmen, das ist mir neu. Schade. Jetzt ist tatsächlich fort. Wer? Da ist doch gerade vorher noch ein Mädel gesessen. Ah, daher war der Wind. Aha, du bist doch sonst auch nicht so schnell, ha? Ja, ein liebes Ding, da muss man auf Zack sein. Sonst geht da nichts. Ja, und das bist du, auf Zack. Noch nicht trocken hinter die Ohren. Du wirst mit einem Schuhbandel zubinden, aber ein Casanova spielen. Ich glaube immer, ich habe einen nachhaltigen Eindruck auf Sie gemacht. Ja, das glaube ich allerdings auch. Schau, Bub! Wo bist du? Wann ich dauernd muss in diesem Lande suchen. Jetzt hat er mir doch wieder den Leberkas total versalzen.
Das geht aber schnell bei dir mit der Liebe. Au, jetzt sitzt gleich wieder was. Dabei tut mir der Kopf von vorhin noch weh. Du, Wally, sag das, wie es ist. Der Bruder macht mich fertig. Lang heute das nicht mehr aus. Weißt du, jetzt regen Sie doch nicht so auf wegen dem Leberkass. Weil wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommen Sie nicht mehr raus. Also, du. Jetzt, Herrschaftszeiten. Aber ein bisschen Geduld mit der. Geduld, ne? Geduld. Ja. Das ist der einzige, den ich kenne, die es bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht genommen haben, weil er zu blöd ist. Ich glaube, der tut bloß so, wie wenn er blöd war. So. Jetzt darf mein Geschäft schon langsam florieren. Sonst kann ich meine Würstlein auf Nacht allein essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Alte. Und diese Hitze. Grüß Gott, der Herr. Grüß Gott. Ja, setzen Sie einer doch bitte. Oh, vielen Dank. Was darf ich Ihnen denn bringen? Bitte ein Glas Limonade. Zitrone. Aber rasch, bitte, bevor ich kollabiere. Was denn? Ja, was darf denn sonst noch sein? Danke im Moment nicht. Aber wie ich soeben sehe, gibt es da drüben ja Würste. Das würde mir eigentlich vollkommen genügen. Entschuldigen Sie, Herr, aber lassen Sie das jetzt ja nicht mein Vater sagen, dass Sie da drüben Würst lesen. Ich hätte sie doch gern hier gegessen. Dann reißen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll es Ihren Herrn Vater zerreißen, wenn ich hier Würste esse? Weil uns die Valet die ganzen Gäste wegschnappt. Mit die Würst vom Wimpflinger. Das ist mir zu kompliziert, aber durchaus interessant. Jetzt schaust du aber, dass du reinkommst, gell? Herrschaftszeiten, alle Augenblick kann der Bus kommen und sie steht schon wieder da heraus umeinander. Jetzt mach einmal fertig. Keinen Finger rühr ich mehr, wenn du mich weiterhin so anbläst. Du gehst jetzt da, nein, sag ich. Wer soll denn die Gäste bedienen, wo doch die Agnes krank ist? Das ist mir wurscht. Was? Von mir aus können sie verhungern oder dabei ihre Würstel essen. Du ja, sag einmal, wie haben wir's denn da? Ha? Über diese Schwelle kommst du nicht. Das Madel hat bei mir Asylrecht. Was soll jetzt das wieder heißen? Dass die du nicht aufführen sollst, die Rumpelspitzchen. Herrschaft, scham dich doch, Simon. Ja gut, wenn's meinst, dann schauen wir mich halt. Aber dann tue ich auch nichts mehr. Soll das der Schweinsbraten und die Knädel verrotten da drin? Ich rühre ab sofort auch keinen Finger mehr. Aus, basta. Da hörst du's? Der Bus. Ist mir wurscht. Ja, mir auch. Ich hab nur Würst, dass ich einen ganzen Bus satt krieg. Oh Herr, warum hast du mich so gestraft und mir diese Frau vor die Nase gesetzt? Damit dir im Jenseits das Fegfeier erspart bleibt. Oh Gott, Oh ja, Herr Presse, bitte, gib doch dem Herrn ein paar Wiener. 2 Paar. 2 Paar. Und was zum Trinken, damit er uns nicht kollabiert, gell? Bewundernswert. Meine Würstel. Nein, Sie. Der sucht jetzt einen richtigen Parkplatz. Du, Messi, nimm der Würstel so viel wie du magst, gell? Wärst das sehen, das wird alles wieder gut. Jetzt pass auf. Amtlof, du gehst einmal raus. Warte, was ist? Brauchst du Würst? Kann leicht sein. Pass auf. Da drüben hat's einen Ärger gegeben. Die Resi streikt, ja, und die ist jetzt in meinem Stand drin. Und der Simmer streikt auch. Das heißt, die ganzen Leute von dem Bus werden meine Würstel essen. Hä? Und ihr zwei geht's jetzt rüber und holt aus dem Biergarten vom Simon die Tische und die Stühle und bringt es zu mir darüber. Weil ich das kannst nicht machen. Ja, du, der zeigt die an. Das kapier ich jetzt nicht. Weil ihr in eurem Hirn bloß einen Wursttag habt. Ja, so kämen Backer. Der ist doch aufgeschmissen ohne die Resi. Und der bleibt jetzt bei mir im Stand, bis er nachgibt. Ich tue es ja auch nicht gern. Aber dem muss man einmal sein Dickschädel zurechtstutzen. Bravo! Mein Herr, alles, was Sie hier verzehren, wird gezählt und gezahlt. Gell? Ja. Ja, versteht ihr mich nicht? Wegen eurem uralten Streit können die 2 Jungen nicht zusammenkommen. Ja, das geht doch nicht. Und nachdem ihr Mannsbilder anscheinend steppert dazu seid, muss eben eine schwache Frau die Sache in die Hand nehmen. Schwache Frau. Traut sie die sagen? Vater, ich weiß ja auch, ganz richtig ist nicht. Ja, aber schau, wie lang
Wie lange laufen wir schon heimlich miteinander rum? Ja, bloß weil er nicht nachgibt. Herrschaft, keine Zeit mehr zum Diskutieren. Ja, jetzt werden ihm die Flügel gestutzt. Auf geht's. Ja, Walli, dein Wille geschehe. Ja, schauen wir mal, wer als erster nachgibt. Die Walli jedenfalls nicht. So, das ist jetzt der letzte Tisch. Gott sei Dank. Die Stühle noch. Dann haben wir wieder alles zurückgestellt. Das ist jetzt alles so geschwind gegangen, ich käme überhaupt nicht mehr aus. Mir geht's gerade so. Aber jetzt habe ich die Geschichte angefangen, jetzt muss er doch gestanden werden. Aber schlechtes Gewissen habe ich trotzdem. Okay, brauchst du schlechtes Gewissen haben? Ja, und leid tut er mir auch, der Papa. Der muss dir nicht leid tun. Der muss ja gar nicht anders sagen. Ja. Das gute Zureden hat doch bei dem Dickschädel noch Bock gesagt. Ja, aber wir sind doch unserem Ziel näher gekommen. Nicht. Uns der Vater doch vom Fenster aus sehen kann. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Ja, da hat schon recht. Jetzt hört's einmal auf mit der Rumschmuserei, gell? Habt's wieder alles im Biergarten gebracht. Steht alles an seinem Platz? Jawohl. Gut. Ambros! Ja, geh weiter, jetzt verschwindest du auch wieder, komm. Ja, voll. Bin schon fort. Ich möchte bloß wissen, bei welchem Regiment du gedient hast. Geh weiter, Bub, gib mal. Verehrte Frau Walli, ich Sie noch um ein Pärchen Ihrer unvergleichlichen Wiener bitten. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann haben Sie so ganz grob überschlagen 8 bis 10 Paar Wiener gegessen. Dürfte so hinkommen, ja. Aber ohne Beilagen in Form von Brötchen oder Salat sehe ich da keinerlei Schwierigkeiten. Ach, Frau Walli, dürfte noch immer in Ihrer Nähe weilen. Hä? Was sagen Sie? Sie passen so mal auf, Sie blockieren mir mein Geschäft, wenn Sie dauernd da vor dem Standel rumstehen, gell? Passen Sie auf, Sie sitzen ja jetzt da auf den Hocker, dann sind Sie aufgeräumt, so, ein paar Würstchen kriegen Sie auch noch, aber dann wird abgerechnet, gell? Verbindlichsten Dank. Walli, hast du gesehen, wie der dich anschaut? Du, ich glaube, der hat ein Auge auf dich geworfen. Schmarrn. Walli? Walli, wenn Sie noch Würstel brauchen, dann gibt's keine mehr, weil sie alle weg sind. Ja, schon klar. Wenn sie alle weg sind, dann gibt's keine mehr. Ja. Ja, so ein Bus voller Leute, der kann schon was verputzen, gell? Ja. Ist noch was, hä? Was, du suchst was? Hast was verloren? Ja, sein Herz. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht von Ihnen. Dass Sie mich so schwach anreden, da wäre ich vielleicht saugrantig. Und wenn ich mein Herz verliere, dann geht sich das gar nicht so. Weil auch ein Metzgerlehrling hat tiefe Gefühle, dass sie sich nur auskennen. Au, weh, Zwergerlaufstand. Walli! So, Walli, und diesmal bist du zweigegangen. Entschieden zu weit. Jetzt schau sie mal. Aber das wirst du mir büßen, das sag ich dir. Ich hab alles gesehen. Das sind ja mindestens 25 Schweinsbraten und 50 Mädel, auf denen ich hocken bleib wegen dir. Was, wegen mir? Ja? Du hast doch gesagt, du magst nimmer. Ah, was denn? Ja, und du hast ja gar nicht blicken lassen, mei. Und ich kann nicht die ganzen Leute hungrig heimschicken, gell? Sag mal, Walli, willst du mich ruinieren? Geh, jetzt red doch keinen Schmarrn. Du meine eigene Tochter hast gegen mich aufgehetzt. Das ist jetzt schon wieder der Schmarrn. Ja, wir haben wir's denn, hä? Die weiß von ganz allein, was du für einen Dickschädel aufhast. Oh, das darf doch alles nicht wahr sein. So was gibt's doch gar nicht. Du stellst meine Gartenstühle und Tisch zu dir rüber und forderst meine Gäste ab. Mit deinen verhungerten Würstel. Du meine Würste beleidigen, gell? Oder besser gesagt, die vom Ambros. Die sind ausgezeichnet. Mischen ja Sie da nicht rein. Da schafft jetzt, lass heute reden mit dir und horch zu. Und reg dich nicht auf. Du, ich reg mich auf, solange ich will. Ich will nichts mehr hören. Ich geh aufs Gericht. Ja, bin ich denn ein Depp, mit dem man alles machen kann, hä? Kein Mensch hat gesagt, dass du ein Depp bist. Du darfst dich bloß nicht selber zu einem machen. Sieh mal, was hast du denn? Du bist ja ganz kasig. Du, wenn du fein ohnmächtig wärst, dann gehst du aber in dein Wirtshaus, gell? Meine Gallenschnur. Das hat er kommen müssen, jetzt ist es soweit. Das hast du jetzt davor, jetzt hab ich eine Gallenkolik. Au! Herrschaft, das ist grausam weh. Sag mal, hast du auch Gallensteine? Ja, seitdem du deinen Stand da drüben aufgemacht hast. Da brauchst du heiße, feuchte Umschläge, das hilft. Jetzt geh weiter, ich mach den Wickel. Du klangst mich nicht an. Lieber geh ich ja drauf. Dass du bloß am Schmarrn reden kannst.
ich tue dir schon nix. So, und jetzt nein da. Ja, hör auf. Aber das heißt, ich verkauf alles. Kannst du alles haben. Gibst dir so keine Ruhe, bevor du mich nicht zu Grund gekriegt hast mit deinen Würsten. Zimmer, du hast recht. Ich hab immer recht. Du bist wirklich ein Depp. Ja. Kann ich noch was für Sie tun? Nein, danke. Aber wenn Sie erlauben, ich warte hier auf die Besitzerin des Standes, die verehrte Frau Walli. Ja, wollen Sie noch mal Würst? Nein, danke. Die kann ich Ihnen auch geben, da brauchen Sie nicht noch mal wieder Kummer. Ach, liebes Fräulein, wenn es nur die Würste wären. Was denn sonst? Sie sind noch sehr jung und können sicherlich die plötzlich auffallenden Gefühle eines älteren Mannes nicht verstehen. Muss ich Ihnen noch mehr erklären? Hier mit den besten Empfehlungen an die Frau Walli. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Ja, aber was ich nicht verstehe, Sie kennen die Walli doch vielleicht gerade erst seit einer Stunde. Ach, das sagt gar nichts. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie die Jugend, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was soll ich Ihnen noch sagen? Die Würste samt der dazugehörenden Frau Walli, die haben es mir angetan. Dann wünsche ich Ihnen bei der Eroberung viel Glück. Das können Sie nämlich bei der Walli brauchen. Du, Resi, was macht denn er immer nur da? Der schleicht ja schon ewig um den Stand rum. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle, Treubein, Urbinius Treubein, Revisor IR. IR in Rente. Sie müssen nämlich wissen, junger Mann, ich verbringe meinen Urlaub in Hinterpfeifing. Interessant. Du weißt ja noch gar nicht das Neueste. Mein Vater hat eine Gallenkolik. Ja, und jetzt verarztet ihn die Walli da drin. Angeblich. Bei deinem Vater? Ja, Resi, da musst du sofort rein. Sonst kommt da keiner mehr lebend raus. Ich bitte Sie, junger Mann, der Herr Wirt, der dürfte zu leidend sein, um gewalttätig zu werden. Und die Frau Walli, die hat ein Herz aus Gold und würde selbst ihrem ärgsten Feind in der Not noch hilfreich zur Seite stehen. Doch nun darf ich mich wohl von Ihnen verabschieden. Ja. Sie dürfen. Ich trete nun von dem bereits von mir angekündigten Spaziergang auf. Übrigens ist mir etwas übel. Die Würste waren anscheinend doch etwas zu viel. Aber verlaufen Sie einer nicht. Mein Gott, ich habe ein richtig ungutes Gefühl. Ja, mir hört gar nichts mehr. Schon komisch, ja? Kein Muckser hörst. Ja, wo er doch sonst immer so stöhnt. Was? Wenn er eine Kolik hat. Ach so. Ja, du von der Walli, da hörst du auch überhaupt nichts. Ja, was doch sonst keine Minute im Mund halten kann, weil sie so dick hat. Resi, ich glaube, die zwei, die haben sie überhaupt nicht dick. Freilich, die können sich nicht leiden. Das weiß doch der ganze Ort. Ja, bei uns in Winselbach heißt doch schon länger nicht mehr wie Hund und Katz, sondern wie Walli und Zimmerl. Ja, was die Leute so reden, wenn der Tag lang ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht, ob sie die zwei mengen oder nicht. Für mich ist nur wichtig, dass wir uns mengen. Und wenn dein Vater sein Gallenkolik rum ist, dann wäre ja mal ernsthaftes Wörter reden mit ihm. Na, das darfst nicht. Dann kriegt er doch noch eine. Resi, dein Vater seine Gallensteine in Ehren, aber irgendwann platzt auch mir mal der Krong. Und sobald der einigermaßen lebend da rauskommt, dann werden einmal klare Verhältnisse geschafft. Du bist ein herzloser Mensch. Jawohl, das bist du. Gott sei Dank, er stöhnt, dann lebt er noch. Ja, was ja ganz logisch ist. Ach Resi, das haben wir doch schon gesagt. An einem Gallenstein stirbt man nicht. Ja, aber er hat nicht nur einen. Der Doktor hat gesagt, in seinem Bauch ist er halber die Kieskurm. Geh, die Doktor, die übertreiben doch alle. Nein, das tat mir jetzt gerade noch abgehen, dass wir zwei uns streiten. Haben denn wir gestritten? Jetzt kann halt mal weiter und stell dich doch nicht so an wegen deine Fahrtköfferle. Köfferle, du brauchst eine Trage, ja. Aber mit mir. Mit mir kann man's ja machen. Ich simpel, ich bin ja der Packesel der Familie. Aber das eine sage ich euch. Noch einmal ziehe ich in diesem Urlaub nicht um. Das ist auch gar nicht nötig, Papa. Hier ist doch wunderbar.
wunderbar. Also mir hat's ja in Hinterpfeifing wesentlich besser gefallen. Das sagst du jetzt, wo wir da sind. Baba. Du sollst dein Gosch halten, Mädle. Das hätte ich ja dauernd gesagt. Aber auf mich hört ja keiner. Und fragen tut mich sowieso kein Mensch. Aber mit mir kann man's ja machen. Ich bin ja die Gutmütigkeit in Person und ordne mich immer deinem Willen unter. Mama. Halt der Gosch. Jawohl. Und du hältst auch mal ran, Bertha. Ich laufe diese 5 Kilometer von Hinterpfeifing nach Winselbach mit diesen schweren Koffern. Bloß, um es den Damen recht zu machen. Und dann muss man sich auch noch angreifen lassen. Also da hört sich bei mir die Gemütlichkeit. Ja, bist du wahnsinnig, die teuren Koffer. Da verzähl mir doch nichts. Die waren doch vom Schnäpplemarkt. Das war noch viel zu teuer, ja. Hätte man die alten von meinen Eltern genommen, die wären noch pfennig gut gewesen, ja. Aber deine Mutter, die muss ja immer zeigen, wer man ist, ja. Oder was man hat. Ja, glaubst du vielleicht, ich will mich noch einmal so blamieren, wie letztes Jahr in Bibione, wo die Gäste glaubten, mir gehöre zum Personal. Und außerdem, hättest du nicht so trödelt, hätte mir auch der Bus nicht verpasst. Aber Mama. Du sollst dein Gosch halten. Und noch was, lieber Ehegatte. Wer hat denn drauf bestanden, dass man das Auto daheim lasse, damit du wieder ein bisschen gesunde Bewegung an der frischen Luft hast? So, jetzt hast du deine Bewegung, also hör endlich auf zu meckern. Bertha, ich warne dich. Noch ein einziges unbedachtes Wort und du hast die Konsequenzen zu tragen. Trag du lieber die Koffer in den Gasthof. Mama, Papa, jetzt streitet's doch nicht schon wieder. Gosch! Ich streite nie, liebes Kind. Tatsache ist doch, dass dein Vater so eine Frau wie mich ja gar nicht mehr finden würde. Ich tät auch nicht mehr suchen. Hast du jetzt gesagt? Also, diese ewigen Streitereien und diese Diskussionen mit dir, die zerren nicht nur an meinen Nerven, sondern auch an meiner Gesundheit. Jetzt will dein Vater auch noch sagen, ich wäre schuld an seine lächerlichen Gallensteine. Ganz unschuldig bist du nicht an meinen Gallensteinen. Nein, bitteschön nicht. Wie meinen Sie? Wenn Sie jetzt bitteschön keine Gallenkohle kriegen würden. Weil da drin, da liegt nämlich schon einer. Wer liegt da drin? Ja, mein Vater mit einer Kolik. Und ob die Walle jetzt 2 verarzten kann, das weiß ich leider wirklich nicht. Keine Angst, Fräulein. Wenn mich meine liebe Gattin weiterhin mit so sinnlosen Diskussionen nervt, dann besteht da im Moment keine Gefahr. Dann trifft mich nämlich Leiderschlag. Liebes Mädle, wenn ich Ihnen eine dringende Rat geben darf, heiratet sie nie. Ja. Mein Herr Gatte brachte nachgewiesenerweise seine Gallensteine mit in die Ehe. Übrigens das einzige Vermögen, das er hatte. Und jetzt hält es mir seit 20 Jahren vor. Tja, Mama, es langt. Das interessiert im Augenblick überhaupt kein Mensch. Ich möchte jetzt endlich auf mein Zimmer. Und ihr zwei könnt ja dann nur allein weiter streiten. Ja, also, wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Wir haben schon alles hergerichtet. Theo, du wirst doch das schwache Mädchen nicht die schwere Koffer tragen lassen. Sicherlich nicht. So, geht's hier. Ja, also, wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Ja, also, so Zimmer 3 ist das eine Zimmer und Zimmer 9 ist das Doppelzimmer. Danke. Oh. Ja. Oh. Danke. Oh. Fräulein, ja, bitte. Ich komm dann gleich nach. Ja, Die Würste sind aus. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da sitzen Sie ja schon wieder. Ich hab Sie vorhin gar nicht gesehen. Vorhin bin ich ja auch noch gar nicht da gesessen. Drum, sonst hätte ich Sie ja sehen müssen. Übrigens, ich bin der Wastel. Und ich bin die Emma. Ich weiß, immer. Dass du dir das gemerkt hast. Ja, logisch. Denn was man mir nur ein einziges Mal sagt, das merke ich mir auf ewig. Ja, darum heute hat der Wipflinger so große Stücke auf mich. Ja, der weiß schon, was er an mir hat. Aber was ich sagen will, das freut mich wirklich unbändig, dass du wieder da bist. Mich auch. Schau, das hätte ich dir mitgebracht. Danke. Ich werde jetzt öfters hier sein.
Aber das, meine ich, wäre der Hetzerei. Wenn du wegen jedem paar Würstel von Hinterpfeifing da zu uns nach Winzelbach laufen musst. Das muss ich ja auch gar nicht, weil wir ab heute da drüben wohnen. Ich verreck. Wie meinst du? Ich mein, das ist ja super. Weißt du, was ich mache? Und heute Abend, da lassen sie mir zwar richtig krachen. Was lassen wir? Du machst heute Abend da drüben die Flatter. Und dann gehen wir zwei in die neue Disco. Da geht's ab, sag ich dir, mein Lieber. Die haben einen Sound drauf, dass du mit die Ohren schlackerst. Und dann tanzen wir zwei, bis uns die Socken rauchen. Hast du Lust? Aber sicher. Ich muss bloß warten, bis meine Eltern schlafen. Dann komm ich. Fundig. Ja, und ich setz mich dabei auf das Hockerl da und wart, bis du kommst. Also zur Abwechslung einmal du. Bis heute Abend war still. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, wie man ist. So ein feines Fräulein möchte mit mir in die Disco gehen. Bastel, jetzt geht's aufwärts. Na, Freundal, jetzt geht's abwärts. Und zwar in die Wurstküche. Du rammst erst einmal den ganzen Verhau auf, den du hinterlassen hast. Und dann wird die Maschine putzt, aber sauer, verstanden? Okay, Meister. Ich ramm auf und ich putz die Maschine. Weil Sie sind und weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Nur eines, das möchte ich jetzt einmal klarstellen. Was möchtest du klarstellen, ha? Ab sofort stehe ich über den Dingen. Ja. Jetzt glaube ich, hat's ihn total erwischt. Weil er ein gutmütiger Mensch ist. Da verschluckt's mir gleich Stimmen. Und warum steht dieser Lalli da über den Dingen? Ja, über welchen Dingen? Ja, den schmeiß ich hinaus, das ist klar. Du schmeißt gar keinen aus, das ist klar. Den müssen wir überhaupt rausschmeißen. Ja, wen schon? Was denn den Neudeppen? Nicht bloß, dass der mich mit den platzten Würst und den versalzten Leberkäse in die Bankrott treibt. Jetzt wird er noch frech. Und seit Neuesten, da steht der über den Dingen. Hast du da noch Worte? Ich schon? Oder warst du noch nie verliebt? Aber was hat denn das mit dem Buben zu tun? Ja, weil der sich gerade in dem nämlichen Zustand befindet, in dem das Hirn eines Mannes auf Erbsengröße schrumpft. Das darf doch nicht wahr sein. Also da ist er nicht deppert dazu, dass er dem Madel den Kopf vertraut. Ja. Eine Woche kriegt er noch Gnadenfrist. Sag mal, Wally, wie geht's denn an Simmel überhaupt? Lebt der noch? Ja, viel hätte nicht mehr gefällt, so wie der gejammert hat. Ja, jetzt hat er einen quittengelben Kopf auf, aber es geht ihm schon wieder ganz ordentlich. Einen quittengelben Kopf, sagst du? Du bist gut, dann muss er dir sofort ins Krankenhaus. Geschmarren! Der heiße feuchte Wickel, der zieht ihm die Gall schon wieder runter. Also, Wally, also mit dir geht's ja kein aus. Dass du das gemacht hast, der Wickel. Ja, kann ihn doch nicht sterben lassen. Aber wenn er wieder gesund ist, na pass auf, dass man der nicht zu frech wird. Nicht, dass sie dir was einpult drauf da. Gut, und ich schau jetzt wieder nach meinem Sargnagel, dem Herr Wastl. Bin gespannt, was der jetzt schon wieder geliefert hat. Mein Gott, glaubst du das? Die Würstel, die flackert drin wie 5 Tage alt. Die isst mir kein Mensch mehr. Doch, verehrte Frau Walli, ich esse sie. Ja, sind Sie auch schon wieder da? Und haben Sie wirklich noch Hunger? Wenn ich ganz ehrlich bin, das Hungergefühl hält sich in Grenzen. Aber gestatten Sie mir, dass ich mich jetzt Ihnen endlich vorstelle. Treubein, Urbinius Treubein. Das ist fein. Ja, wollen Sie jetzt Würstel oder nicht? Danke, im Moment nicht. Aber wenn ich Sie einen Moment sprechen könnte. Ja, das machen Sie doch eh schon die ganze Zeit. Sagen Sie mal, sind Sie vom Finanzamt oder warum drucken Sie so rum? Jetzt reden Sie schon, ich hab nicht so viel Zeit. Und die Galle vom Simmerl hat mir eh schon einen halben Tag gekostet. Ach, liebe Frau Walli. Was ist denn mit einer? Haben Sie am Ende auch Gallensteine?
Ja, Sie schauen ja gar nicht gut aus. Gallensteine, nein. Bei mir sitzt es eher weiter oben. Weiter oben? Was soll das sein? Passen Sie mal auf, guter Mann. Wenn Sie Beschwerden haben, gell, dann gehen Sie zum Doktor, weil ich habe einen Würstelstand und keine Praxis. Das haben Sie ja gesehen. Also, sehr gut. Wiederschauen. Wie soll ich mich erklären? Mir fehlt jede Übung in derlei Dingen, wenn Sie verstehen. Na, das verstehe ich nicht. Nun denn, so soll es denn sein. Liebe Frau Walli, ich habe mich, ungeachtet der wenigen Stunden, die ich Sie nun kenne, und trotz meines fortgeschrittenen Alters, wie soll ich sagen, hoffnungslos in Ihre Würste, natürlich in Sie verliebt. Was haben Sie gesagt? Verliebt? In mich? Ja, das ist auch kein Irrtum. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ich bin mir über meine Gefühle vollkommen im Klaren. Ich hatte doch 2 Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Ja, das ist freilich lang. Sie nehmen mich nicht ernst. Nein, das sehen Sie vielleicht, dass ich lache. Aber es ist einigermaßen überraschend. Ich meine, ich kriege nicht jeden Tag eine Liebeserklärung. Jetzt passen Sie mal auf, Herr... Treubein. Wie treu? Jetzt passen Sie mal auf, Herr Treubein. Das ist ein komischer Name, gell? Ja, also, wenn das jetzt alles wirklich so stimmt, wie Sie das sagen, was meinen Sie denn, wie lange Ihre späte Flamme brennt? Ewig. Naja, das darf in Ihrem Alter nicht mehr allzu lang sein, gell? Frau Walli, glauben Sie mir, einen durch und durch aufrechten Menschen, je länger ich Sie ansehe, umso stärker wird dieses Gefühl in mir. Mit einem Wort, ich brenne. Ja. Ich glaube, dass ich mit dem Feier nicht einmal meine Würstelhorst kriege. Schauen Sie, das ist doch zum Lachen. Die Walli und der Staderer. Was darf denn das Dorf dazu sagen? Frau Walli, ich bitte Sie, ziehen Sie meine Gefühle nicht ins Lächerliche. Ich bin kein junger Mann mehr. Ja, das sieht man allerdings auf den ersten Blick. Mei. Ach, jetzt schauen Sie nicht so mit Ihren Dackelaugen. Jetzt passen Sie mal auf, jetzt gehen Sie brav heim. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich hab keine Zeit für solche Sperenzchen. Ich bin eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau. Und Frau Walli, wenn Sie mir nur heute Abend vielleicht ein Stündchen zusammen sein und angenehme Konversation schenken wollten. Am Mannsbild, das ich ein paar Stunden kenne, schenke ich mal grundsätzlich gar nichts. Außerdem bin ich auf die Nacht miert. Und dann muss ich mich auch noch um die Galle vom Zimmer kümmern. Und das Herz, mein Herz, das kümmert Sie gar nicht. Was geht denn mir ein Herz an? Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint. Was tue ich denn? Wer bringe ich denn den wieder los? Passen Sie mal auf, Herr Treubein. Können Sie tanzen? Standard. Leider bin ich etwas aus der Übung. Aber ich verstehe nicht. Das ist wurscht, jetzt passen Sie auf. Der Gustl, ja? Der redet seit 14 Tagen von nichts anderem als von der neuen Disco in Rosenheim. Sagten Sie Disco? Ja, Disco, da. Das werden Sie doch kennen. So alt sind Sie doch noch nicht, ha? Ich muss mich setzen. Sie wollen doch nicht. Doch, ich will, und zwar mit Ihnen. Mir stinkt ja schon lang, dass ich nicht mehr auf dem Laufenden bin. Ja, und wenn Sie wirklich so verliebt sind in mich, wie Sie sagen, dann müssen Sie halt in den sauren Apfel beißen und mit mir in die Disco gehen, gell? Ha, Moment. Gustl, geh mal raus da. Ja, Walli, was ist denn los? Ja. Du musst heute auf die Nacht nicht mit mir in die Disco gehen. Ah, nicht? Na. Okay. Ich hab nämlich ein anderes Opfer.
Nicht so laut. Ach, Waschtil, es war so ein herrlicher Abend. Da hast recht, Emmerl. Herrlicher geht's gar nicht mehr. Das war der schönste Abend in mein ganzes Leben, Waschtil. Was hast du denn, Waschtil? Bitte nicht immer was stehlen. Ich weiß, was du, verstehst? Ja, aber das ist doch das Gleiche. Eben nicht. Aber du kannst ja nichts dafür. Ich bring dich schon noch hin. Und jetzt gibt's mir ein saftiges Bussel. Ah, das war noch viel saftiger wie das saftigste Saftwürstel. Gleich nochmal. Das ist ein Gefühl, wie wenn's beim Kegelschein mal in Neine umschaltst und ein Kegelbuben haut's auch gleich noch mit hin. Frau Walli, bitte Sie nicht so schnell. Der Videos. Die werden auf die letzten Meter wirst du nicht schlapp machen, oder? Nein, oh. Was sagst du? Der Abend fundig, oder? Ja, sehr fundig, ja. Aber so laut, wir konnten uns doch gar nicht unterhalten. Okay, wir haben uns doch wunderbar verstanden, auch ohne Worte. Und dass du nicht tanzen kannst, das ist in dem Gewurl gar nicht auffallen. Also ich habe mich dort nicht sehr wohl gefühlt. All die vielen jungen Leute. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ja, siehst du, das ist schon mal der erste Unterschied zwischen uns zwei. Wenn bei dir nicht alles in der einstudierten Richtung läuft, na, haut's dir aus der Bahn. Ich möchte ab und zu noch was machen, was ein bisschen Pfeffer in mein Leben bringt, was sonst keiner macht. Verstehst du das? Bedauere, im Moment verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich bin geschafft. Geh, Urbinius, sei doch nicht so lasch. Du bist ein lieber Kerl. Du, und dass du heute Nacht mit mir in der Disco rumgekupft bist, also, das rechne ich dir hoch an. Ja, drum kriegst du jetzt zum Abschied von mir ein Bussel. Na, dem geht's ja. Ja, so. Trotzdem, ich danke Ihnen, Wally. Sehen wir uns morgen wieder. Jetzt gehst du erst einmal heim nach Hinterpfeifing, gell? Und wenn du morgen deine Füße noch spürst, dann schaust du vorbei und dann singen wir weiter. Also, gute Nacht, Urbinius. Gute Nacht. Hey, ja, du, keine Angst. In der Disco bringst du mich nimmer. In meinem ganzen Leben nicht. Bam, ba, la, bam, ba. Bam, ba, la, bam, ba. Bam, ba, la, bam, ba. Bei aller Liebe. Ich glaube, diese Frau wäre mir auf die Dauer denn doch zu anstrengend. Na denn, auf nach Hinterpfeife. Urbinius, was bist du nur für ein alter, verliebter Trottel? Die Walle mit dem Treufuß in der Disco. Ja, da legst du nieder. Und ich hab immer gemeint, der kommt wegen der Walle ihre Würst. Der Weih. Die Walli vom Würstelstand in einer Disco. Da können Sie meine Mama auch mal ein Beispiel nehmen. Ja, unsere Walle, die ist echt stark. Jetzt gang ich aber wirklich ins Bett, lieber Waschtil. Waschtil. Siehst du das? Das geht doch. Aber jetzt müssen wir uns leider trennen. Schau, ich muss ja um 4 Uhr in der Früh schon wieder in der Wurstküche stehen. Sonst kriegt er mein Emmerl mal keine frischen Würst. Aber ein gute Nachtbussel gibt's mir noch. Aber wirklich nur noch eins. Gutes Nächtle, Wastel. Schlaf gut. So was Liebs. Und aus Schwaben. Die sind sparsam. Das kann passen. Leute, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein. Hätten wir
Bürgermeister sein. Das ist ja unerhört. Theo, hörst du denn nix? Der Kerl ist total betrunken. Und das schon morgens um 8. Na und? Was hat denn das mit der Uhrzeit zu tun? Ja, sehr richtig. Sollen wir drin in der Gaststube oder draußen frühstücken? Also, Sie sollen am besten gar nicht frühstücken. Und Ihre Frau wenig? Das ist ja eine Unverschämtheit. Schauen Sie ganz einfach nicht her. Gnädige Frau, entfernen Sie bitte Ihr Haupt. Oh, Sie unverschämter Sättel, Sie. Wäret mir doch nur im Hinterpfeifen blieben. Ja, das wäre mir auch wesentlich angenehmer. Schämen Sie sich. Ihr armer Vater, wenn Sie so sehen könnt. Sinnlos betrunken. Oh, nicht sinnlos. Ja? Und jetzt entwickeln Sie mich bitte nicht in weitere Gespräche. Ich muss nämlich den Eingang finden. Ja? Sie stören. Also ich sättel Sie. Wo wollen Sie denn nach? Wollen Sie vielleicht im Gasthaus Ihr Rausch ausschlafen? Nix da. Sie gangen heimschlafen. Ja, jetzt regen Sie ja heute nicht auf. Schauen Sie, mein Rausch vergeht, aber Ihre Schönheit bleibt. Oh. Wo kommst denn du her? Seit 2 Stunden sollst du in der Wurstküche stehen. Und der ganz andere schlaft auch noch. Herrgott, das sind doch keine Zustände nicht. Hab einen Zug nicht mehr erwischt. Hab da was mitgebracht. So viel Zeug. Da wird einer so saut um einen Ausritt daherkommen. Das hab ich schon gern und das von meinem Buben. Als Vater, jetzt regt dich nicht auf. Ich reg mir auch nicht auf. Es ist ja nur, weil ich nichts gewöhnt bin. Jetzt ist das schon reingekommen. Theo, jetzt komm halt mal raus. Ich glaub, da begibt's gleich so herrlich bayerische Keilerei. Komm ja rein! Jetzt gehst du da rein. Wir brauchen doch so keine Zuschauer mit. Jetzt Vater, das darfst du jetzt auch wieder nicht so eng sehen. Das ist ja nur, weil ich so eine Wut gehabt hab. Ja, die wird dir gleich vergehen. Wir gehen jetzt in die Wurstküche, da spritz ich dich mit kaltem Wasser ab und dann wirst du gleich nüchtern sein. Oh, Schatz, wenn's einmal was zum Gucken gäbe. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Resi. Komisch, dass die Walle noch nicht auf ist. Die ist doch sonst immer die Erste. Mei, oh mei, war der Gustl vielleicht gestern grantig, weil ich nicht mit ihm mit bin. Dass der einfach nicht versteht, dass ich meinen kranken Vater nicht allein lassen können hab. Nix wie Verdruss hast mit den Mannsbrüder. Ja, Sie sagen es, Fräulein Resi. Einen wunderschönen guten Morgen, Fräulein Resi. Morgen. Morgen. Es wird ja wieder ein herrlicher Tag heute. Und dann diese Luft. Ja, was ist denn, Fräulein Resi? Sie sieht ja so betrübt aus. Na, alles in Ordnung. Ich bring gleich das Frühstück. Geht's dem Herrn Vater wieder schlechter? Hat er wieder einen von seinen Kolikschüben? Geht ihm schon wieder besser. Er schimpft schon wieder wie ein Rohrspatz. Erfreulich. Das ist immer der beste Weg zur Besserung. Ja. Fräulein Resi, es geht mich zwar nichts an, aber Ja. ich muss es Ihnen trotzdem sagen. Also es ist empörend, wie sich dieser junge Kerl von da drüben gerade eben aufgeführt hat. Total betrunken. Der Gustl. Bertha, halt dich da raus. Naja, er hat sich mir ja nicht namentlich vorgestellt, aber auf jeden Fall ist das für zahlende Gäste eine Zumutung. Ja, allein die Lärmbelästigung. Von dem unerfreulichen Anblick wollen wir gar nicht reden. Ja, und dann hat er mir gegenüber auch noch unpassende, ja sogar beleidigende Bemerkungen gemacht. Echt hat deinen Kopf nicht aus der Tür gesteckt, so wie ich dir gesagt habe. Aber nein, du musst einmal alles sehen und hören. Ja? Typisch Frau. Das alles geht dich nichts an, also verzeih's auch nicht weiter. Und ob mich das was angeht, wenn morgens solche betrunkene Gestalten ums Haus streiche. Wir haben schließlich ein Töchterle. Bertha, du übertreibst mal wieder, wie immer. Der junge Mann hat eben ein bisschen was über den Durst getrunken. Das soll ja mal vorkommen, nicht? Du entschuldigst es natürlich wieder. Männer. Guten Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen, liebes Kind. Na, hast du gut geschlafen? Ja, es war einfach herrlich. Im Bett? Ja, das auch. Was heißt das auch? Also, bitteschön, das Frühstück. Sehr lecker. Ach, Fräulein Resi, haben Sie auch noch einen Honig? Doch. Danke. Was ich fragen wollte, war er arg betrunken? Wer? Meinen Sie dieses Säckel von da drüben? Ja, also Sie müssen nämlich wissen, dieser Säckel, das ist mein heimlicher Verlobter. Ja, das ist ja entsetzlich, Mädle.
Ja, so einen Mann dürfen Sie ja nie und unter gar keine Umstände heiraten. Ein Mann, der schon am Morgen betrunken ist. Danke zu unserem Herrgöttle, dass ich Ihnen noch rechtzeitig die Augen geöffnet habe. Ja, ja, vielen Dank. Da siehst Theo, wie dankbar mir das Mädchen ist. Bertha, ich leid es nicht, wenn du dich immer in andere Leute Angelegenheiten mischt. Genauer gesagt, ich hasse das, du weißt das, darum lass das. Die jungen Leute sind heute aufgeklärt genug, um ihre Probleme selber zu lösen. Ja, wie redst denn du mit mir? Noch dazu vor dem Kind? Mama, ich glaube, der Papa hat schon recht. Was verstehst denn du schon davon? Lern du erst einmal die Männer kennen. Ich bin eben dabei. Was willst du damit sagen? Die Männer kennenzulernen. Und übrigens, liebe Mama, aufklärt bin ich auch schon. Theo, ich bin entsetzt. Weißt du, was das Kind damit sagen will? Nein, nicht direkt. Ja, sag mal, weißt du etwas, was ich nicht weiß und demnach wissen sollte? Nein, nicht direkt, meine Liebe. Theo, wir sprechen uns noch. Und du, mein liebes Fräulein, führst nicht so zweideutige Gespräche und noch dazu beim Frühstück. Daran ist gar nichts zweideutig, liebe Mama. Ich häng mich verliebt. Verliebt? Wann? Wo? Wie? Warum? Jetzt bleib mal ganz ruhig, Bertha. Das Mädel hat sich sicher nur falsch ausgedrückt. Ich meine, dass du dich verliebt hast. Wann sollte das passiert sein? Wir waren doch immer vor Ort. Heute Nacht, Papa. Das heißt, eigentlich schon gestern. Heute Nacht? Theo, mir wird übel. Gib mir einen Stuhl. Kannst du doch auf die Bank nachstracke. Komm mal beieinander. Morgen. Morgen. Mama, Papa, wer ist da? Wer? Der junge Mann, in den ich mich verguckt habe. Das Metzgerbürschler. Emma, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, Papa, das ist mal ernst. Gell, Bastel? Waschtel! Bitte nicht, Waschtel. Wastel, wenn's recht ist. Ihre Tochter hat schon gelernt. Mei, übrigens, grüß Gott beieinander. Ja, ich mach grad Blutwürste. Und darum sind meine Hände so voller Bats, dass ich Ihnen selbige leider nicht reichen kann. Blutwürst. Theo, habet mir dafür unter Entbehrungen unser einziges Kind großzogen für Blutwürst. Also, wenn ich mal was sagen darf, Blutwürste sind einfach was Gutes, ehrlich. Lenken Sie nicht ab. Sie haben hinter unserem Rücken unsere Tochter verführt. Was hab ich? Die verführt jemand? Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Nein, in der neuen Disco sind wir halt drunten gewesen. Und beim Heimgehen, da hab ich ein paar Puzzle gegeben. Ja, und das war leider alles. Emma, antworte. Wann warst du in dieser Disco? Heute Nacht, Papa. Was? Ohne uns vorher zu fragen oder wenigstens Bescheid zu geben? Ja, ich darf ja nie irgendwo hin, obwohl ich schon volljährig bin. Ja, dafür haben wir auch unsere guten Gründe. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Ein Metzgerbürschler. Ich fass es nicht aus. Wie kannst du mir sowas antun, Mädchen? Also, Emmal, ich glaube, jetzt ist es gescheiter, weil sonst trifft es am Ende nur der Schlag. Sagen Sie nicht dauernd Emmal. Das klingt ja schauderhaft. Und nehmen Sie Ihre Wurstfinger von meinem Töchterle. Was ist denn das für ein Geschrei da draußen? Das weckt ja Tode auf. Walli, bitte helfen Sie uns. Sie sind die Einzige, die uns versteht. Ja, also im Moment verstehe ich noch gar nichts. Walli? Ja? Was? Ach, den werten Herrn Eltern liegen die Würste im Magen. Gnädige Frau, wissen Sie eigentlich, was in unseren unsicheren Zeiten der Metzgermeister für eine Zukunft hat, ha? Die Zukunft von dem Metzgerbürschler da interessiert mich nicht. Es geht um die Zukunft von meinem Töchterle. Das ist doch das Gleiche. Also erstens, ja, ist der Metzgerberuf ein krisensicheres Handwerk. Zweitens, eine Metzgermeistersgattin leidet nie Hunger. Ich meine, das steht schon mal fest, gell? Haben Sie da überhaupt mitzureden? Das sind reine familieninterne Angelegenheiten. Da halten Sie sich gefälligst raus. Da liegen Sie jetzt ganz falsch. Weil wenn bei mir jemand Schutz sucht, gell? Und Ihr Fräulein Tochter sucht Schutz, dann wird er ihm gewährt. Also, Mama, Papa, wenn ihr euch meinem Glück an der Seite dieses hoffnungsvollen jungen Mannes, der eine glänzende Metzgerkarriere vor sich hat, in den Weg stellt, dann werde ich eben ohne eure Erlaubnis die seinige irgendwann
Das hast du jetzt ganz gut gesagt, Emmerl. Kind, Mädle, ich flehe dich an. Du bist doch noch viel zu jung und unerfahren, um jetzt schon solche Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Da muss ich deiner Mutter ausnahmsweise mal recht geben. In deinem Leben wird es noch viele Männer geben, zum Beispiel einen Beamten in der gehobenen Laufbahn oder so. Ich will aber keinen Beamten. Ich will den Bastel. Und ich will die Emma. Basta. Das werden Sie mal nicht aufmüpfigen, junger Mann, ja? Da haben wir zwei schließlich auch noch ein mitzureden. Ja, und ob wir das haben. Du hältst auch mal einen Rand, Bertha. Aber Theo! Ruhe, hab ich gesagt! Waffel, Hofburg, ganz nixiger! Herrgott, was denkst denn du schon wieder? Jetzt kriegt er wieder seine narrischen 5 Minuten ausgerechnet. Komm, Emmerl, bitte nimm mir mal Platz. Ja, da ist ja mein Herrgeselle. Sag einmal, was hast denn du Hortlogs du aufgestellt in die Blutwürstnei, ha? Ja, was soll die Leute haben? Ja, das darf ich gern von dir wissen. Können Sie mich das nicht später fragen? Ich mein, das, was halt immer reingehört. Ein Blut halt, ja, und ein Speck und Gewürze. So. Gewürze? Ja. Und wo hast du die hergeholt, ha? Ja, findest du nix in den sein Saftladen? Da bin ich halt in die Wohnung auf und hab mir alles zusammengesucht. Herr Mastel! Das waren die letzten Blutwürste, die Sie in meiner Wurstküche gewürstet haben. Ist jetzt das so weit da oben angekommen, ha? Ja, soweit schon. Weißt du, was du da reingewurscht hast? Du heute noch ganz trauriger, ein Zimt! Au, So, und zur Strafe, da fließt das jetzt alle selber, gell? Walli, hilf mir, der macht ja mich hin. Geh ja mal nicht so respektlos mit dem Burm um. Hätte jetzt was anderes im Kopf. Ja, deine damischen Blutwürst. Das ist eine glänzende Karriere. Ja, also Kind, siehst ja selbst, dass der Kerl nichts taugt. Sie sagst das ja nicht nochmal, dass der Wastel nichts taugt. Einen besseren könnt ihr doch da gar nicht kriegen. Ja. Und dass er Meister ist, hat er nie behauptet. Ja, lernen wäre er schon noch dürfen. Ich bitte Sie, der Kerl ist doch strohdumm. Zimt in die Blutwürst, da langt man sich doch ans Hirn. Ja, mei, da hat er heute einmal daneben gelangt. Sowas kann doch passieren. Das müsstet Sie am besten verstehen. Wieso ich? Meinen Sie nicht auch, dass Sie einen da vergriffen haben? Mir fehlen die Worte. Hoffentlich bleibt's ja so. Überhaupt, was erlauben Sie sich? Meine Gattin führt einen untadeligen Lebenswandel. Kein Wunder, bei dem sauren Gesicht. Theo, das überlebe ich nicht. Wäret mir doch nur in Hinterpfeife geblieben. Jetzt hör doch einmal mit deinem dämlichen Hinterpfeifing auf. Jetzt spür ich's wieder. Was, Theo? Die Galle. Oh Gott, Schaut's, Freund Emma. Ich glaub ja, dass ihr zwei euch mögt. Aber glauben Sie einer erfahrenen Frau, das geht vorbei. Ja, ein Beichen, Schwaben da. Gibt's gewiss auch einen netten Menschen, der gerade auf Sie wartet. Ich will aber keinen anderen. Ich will den Wastel. Der ist so lieb. Ja, freilich. Lieb ist er schon. Aber sonst ist er halt nix. Ich mein, da muss ich einer Papa und Mama schon recht geben. Das ist nur ein Bub. Der muss erst ein Mannsbild werden. Da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Ja, also, schauen Sie halt nicht so traurig. Passen Sie auf, kommen Sie einfach nächstes Jahr wieder her, in Urlaub. Und wenn der Ambros ihn noch nicht erschlagen hat, dabei, dann singen wir weiter, gell? Ach, Walli. Walli, Sie sind der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der mich versteht. Theo, und das sagt mein einziges, über alles geliebte Kind, für das ich immer nur das Allerbeste gewollt habe. Hätte ich das als Mutter verdient? Eine Würstelstandbesitzerin zieht sie meinen mütterlichen Gefühlen vor. Ich bin so unsagbar verletzt und ganz arg unglücklich. Nicht unglücklicher wie ich. Ich halte dieses Geflenne nicht mehr aus. Liebs Herrgöttli, wäre man doch nie nach Winselbach kommen, wäre man doch bloß ein Hinterpfeifing blieben. Sag ich doch. Passen Sie auf. Jetzt gehen Sie wieder rüber zu Ihrer Mama und sind recht lieb mit ihr. Ich versteh's halt nicht besser. Walli, aber
Ich sehe den Waschtel schon noch einmal wieder. Na freilich siehst du wieder, der kriegt jetzt seine Schmirgel vom Ambros und der Kinder wieder, gell? Mädle, vertrau deiner Mama. Die Phase habe ich auch schon durchgemacht. Glaub mir, du wirst ihn vergessen. Aber du hast den Papa doch auch gekriegt. Wer redet denn von deinem Vater? Aber Mama! Ja, Kind, auch ich musste einmal verzichten. Ich halte dieses Gefälle nicht mehr aus. Ruhe, sag ich. Vielleicht hilft's ja, wenn Sie mal gescheit auf den Tisch hauen. Na, heute nicht da. Da. Ich habe schon einmal gesagt, Ruhe! Und jetzt möchte ich keinen Mucks mehr hören. Verstanden? Wie meinst du, Theo? Weiter frühstücken. Ist alles in Ordnung? Schmeckt's Frühstück? Danke, ist gut. Danke. Wir haben noch nie ein so friedvolles Frühstück. Das freut mich. So, Emma, Kind. Und wir zwei gehen jetzt mal ganz in aller Ruhe ins Haus und unterhalten uns ein bisschen, gell? Und ich werde versuchen, deine Entgleisungen zu tolerieren. Metzgerbürschle. Oh, guten Morgen, Resi. Du, mir geht's halt gar nicht gut. Das wundert mich nicht, wenn man mit so einem Rausch heimkommt und dann auch noch die Gäste beleidigt. Mhm. Aber da fragst du nicht, warum ich so einen Rausch gehabt hab. Jetzt muss nur noch sagen wegen mir. Ja, da freilich wegen dir. Du, 2 Stunden habe ich auf dich gewartet, bis du kommst. Ja? Aber du hast es ja nicht einmal nötig, mir zu sagen, dass du nicht kommst. Ich hab dir doch gesagt, dass ich wegen meinem kranken Vater nicht weg können haben. Weißt du, was ich dir jetzt sag? Bleib doch du bei deinem kranken Vater und seine blöden Gallensteine. Ich suche mir jetzt eine andere. Das machst du. Renn doch du in deine damische Disco und sauf dir jeden Tag einen 4-stöckigen Rausch an. Das kümmert mich dann in Zukunft nimmer. Also, lass mir mal Ruhe. Sag einmal, wie lange wollt's denn ihr zwei Streithansel das Spiel noch treiben? Das ist ja nicht zum mit anhören. Stell dir vor, Walli, was dieser Mensch sich traut. Sagt er doch glatt. Ja, das brauchst du mir nicht verzeihen, ich hab's ja gerade gehört. Sag einmal, Gustl, spinnst du? Ja, gesponnen hab ich bis jetzt. Na, ohne mich. Ja, wer bin ich denn? Ja, so wird das nix. Er hat gesagt, sie hat gesagt. Na, weiß am Ende nicht mehr, wie er was gesagt hat und der Salat ist fertig. Ihr zwei, ihr geht jetzt in mein Standel da rein und vertragt euch. Na, mit dem geh ich nicht in deinen Stand rein. Mach mich nicht narrisch, ihr geht jetzt da rein. Ja, aber was soll ich da drin? Ja, das wird dir dann der Gustl schon sagen. Machen wir den Rollo runter. Ja, Herrschaft, was ist jetzt mit dir, du Lolli? Steh auf und geh rein. Sag einmal, Methoden hast du. Andere wirken bei euch auch nicht. Du passt einmal gut zu deinem Schwiegervater. Wieso? Der gleiche Dickschädel. Und genauso schwer vom Begriff. Ich muss mir ja zu eurem Glück zwingen. So, jetzt nehmt das Schlagzeug und dann macht's, was wollt. Ist mir wurscht. So. Ja, von dem kriege ich halt keine Würstel mehr. Macht nix. Mein Standl ist sowieso anderweitig belegt. Guten Morgen, verehrte Frau Walli. Erstens noch, mein Discofeger ist wieder da. Erinnern Sie mich nicht daran. Mir dröhnen die Ohren immer noch. Und erst meine Beine. Ja, mei, wenn man in dem Alter auf Aufwege gerät, gell, dann ist man vor Überraschungen nicht sicher. Frau Walli, wie stehen meine Chancen? Schlecht. Warum dieses? Urbinius, überleg doch einmal. Wir zwei, wir passen doch zusammen wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, oder? Ja, und so jung sind wir auch nicht mehr, dass uns der Frühling noch mal packen kann. Ja, mir war's nur. Also ich fühle mich nicht zu alt. Okay. Schau dich doch einmal an, ganz der Bräselt bist. Ja, und überhaupt, was da denn noch mit meinem Standl? Ja, nichts leichter als das. Den schließen Sie, Klappe zu und Sie kommt zu mir. Ja, meinst denn du, ich schmeiß alles hin wegen einem Mann für diese paar Tage gehen? Ich lass im Stich, was ich mein Leben lang aufgebaut hab. Nein. Ich mag dich ja ganz gern leiden. Bist ein netter Kerl. Und meine Würstel schmecken da auch, gell?
Und ich war mit dir in der Disco. Aber auf alles andere vergiss man ganz schnell. Wally, und ich habe mir alles so schön vorgestellt. Wir beide. Ja, dann stell das weiter vor. In deinem Alter ist die Vorstellung oft viel schöner wie die Wirklichkeit. Das trifft mich hart. Ja, ich weiß schon. Wenn du lieber mal einschürst, gell, bringt man es schwer wieder los. Drum machen wir es kurz und schmerzlos. Fertig Gott, Urbinius, war ein schöner Abend, war pfundig, ich danke dir. Darf ich morgen wiederkommen? Von Hinterpfeifing nach Winselbach und wieder zurück und das 2-mal am Tag. Das schaffst du gar nicht. Und wenn ich den Bus nehme? Nein, auch nicht mit dem Bus. Na dann. Frau Wally, ja. Es war ein einzigartiges Erlebnis mit Na Ihnen. also, das ist doch schon mal was. Ja. Nun, leben Sie wohl, Wally. Ich werde Sie und Ihre Würste nie vergessen. Ich glaube eher meine Würstel. Nein. Jetzt tut mir schon wieder leid. Aber ich glaube, den bin ich jetzt los. Wally, hast du einen Moment Zeit? Ich darf die brauchen. Sag mal, magst du nicht gleich in dein Bett gehen? Mein Wickel ist kalt. Und so los. Und die Rese finde ich auch nicht. Willst du einen Tod holen, ha? Herrschaft, zeig noch mal durch den feuchten Kopf. Der ist der Batsch, nass, der Lunge. Ja, und zieh den Joppen an. Wie geht's denn überhaupt? Ja, ein bisschen gespürt ist schon noch. Mein lieber das, wie fein kreislig erwischt das mal wieder. Hättest dich bloß nicht so aufregen müssen. Ja, da soll man sich auch nicht aufregen. Mit dir. Wo ist denn die Rese? In meinem Standel. Aha. Macht's Bürsthaus? Nein, Gustl. Was? Nein, Herrschaftszeiten, die ist mit dem Gustl da drin. Was? Du kriegst mir ja keine Kolik, gell? Ich sag das, ich mach da keinen Wickel mehr. Ah, das lässt du zu, hä? Wo du genau weißt, dass ich... Ja, genau, deswegen hab ich sie ja reingeschickt. Oder besser gesagt, reingeschubst. Auwe, geht schon wieder los. Ich spür's schon wieder. Jetzt jammer nicht, du spürst gar nichts. Du, ich sag dir was ganz im Ernst, Simon. Ja? Ich wünsch dir so viel Gallensteiner, dass du das nimmer tragen kannst. Und ich rühr keinen Finger mehr, wenn du der Kohle kriegst. Wenn da nicht endlich eine Ruhe hergeht. Mit dir und dem Ambros und dem Gustl und der Resi. Hast du mich verstanden? Ja, du gibst ja doch keine Ruhe. Du möchtest mir auch mit Gewalt hinmachen. Ganz im Gegenteil, das will ich gar nicht. Ich wünsch dir ein langes und gesundes Leben. Ja. Ja, aber ich wünsch mir auch, dass die jungen Leute zusammenkommen. Herrschaft ist ja nicht mit zum Anschauen, wie sie die mengen und nicht dürfen. Bloß weil du so ein Hackstock bist. Moment einmal, was hast du da gerade gesagt? Du wünschst mir ein langes Leben? Ja, warum das? Warum das? Saudumme Frage. Damit ich noch ein bisschen länger was von dir hab. Was willst denn du von mir? Ah, mein Wirtshaus vielleicht, das kannst du haben. Hab ich so keine Freude mehr dran. Immer allein. Dein Wirtshaus brauche ich nicht. Ich will ganz was anderes. Ja, aber was denn? Ja, ich schau. hab sonst nix. Ich hab's dir doch gesagt. Trepfallweis hab ich das eingegeben. Aber dir muss man's ja mit dem Holzhammer reinhauen. Ja, soll das vielleicht heißen, du willst gar nicht mein Wirtshaus, sondern mich? Ja, freilich will ich die. Was glaubst du denn, warum ich schon ewig mit meinem Standel da stehe? Wegen der schönen Aussicht bestimmt nicht. Dass du mir nicht auskommst. Und dass du mich jeden Tag siehst. Und dass du das endlich einmal kapierst. Du Depp, du Lieber. Wally! Ja, du hast das endlich begriffen. Mein Gott, na. Jetzt kriegt er eine Kolik nach der anderen wegen mir. Und ich hab schon gemeint, ich erleb's nicht mehr. Ja, schafft Wally. Und ich hab gemeint, du willst den Ambros. Ja, darum war ich doch so narrisch. Weil ich gemeint hab, jetzt nimmt er mir die Wally auch wieder weg. Mir nimmt keiner, den ich nicht mag. Aber den ich mag, den nehm ich mir. Weißt du was? Nein. Jetzt schmeißen wir unsere Gallensteiner zusammen und dann bauen wir den Jungen ein Häusl davon. Ha? Ja. Aber gut, geh her, Luder, Liebs. Wally, lass uns raus. Wir sind uns einig. Simon, ich hab für alles eine Therapie. So, jetzt das. So, jetzt sind die weiter. Ja, was ist denn jetzt los? Gell, da schaut's. Ja, Papa! Ja,
Ja, ich glaub's nicht. Zimmerl, darf ich euer Glück ganz kurz stören? Nicht gern. Also, was gibt's? Also, für ein einziges Wörterl wärst du wohl kurz Zeit haben. Ja, Wörterl, red Deutsch mit mir. Ja, sollst du sagen. Was? Papa. Nein, das sag ich nicht. Auf keinen Fall. Simmer, das traust du jetzt aber nicht. Siehst du das, Resi? Du, der ist unverbesserlich. Ja? Hauptsache, er hat seinen Spaß und wir können dabei verhungern. Also, ja, sag ich auf keinen Fall. Ihr sollt ja einen Kopf nicht durchsitzen. Ich sag höchstens, von mir aus. Endlich, Papa. Oh, so gefällt's mir. Weitermachen. Ja. Danke schön, Schwiegervater. Zeit war's. Und wir zwei, wir können jetzt endlich in die Night Disco fahren. Magst du auch mit, Walli? Du gleich fangst heute. Dreh mal den Wasserhahn zu, Emma. Jetzt bleibt dabei. Wir kommen nächstes Jahr wieder und dann schauen wir mal. Und bis dahin hat er mich sicher längst vergessen. Mein Mädchen vergisst man doch nicht. Du willst den wirklich schon abreißen. Das ist aber schade. Um den Seelenfrieden von meinem Töchterle wiederherzustellen, wenn er dieses Metzgerbüschel da geraubt hat, ist es wohl besser, mir reiset ab. Fräulein Resi, machen Sie uns die Rechnung. Ja, aber ich mein, so herzlos werden Sie jetzt noch da nicht sein, dass nicht einmal für gut sagen dürfen zueinander. Ich glaube, das ist überflüssig. Das glaub ich nicht. Basti, geh weiter, geh mal raus da. Ja, was ist denn? Bastl, ich glaube, das Fräulein Emma möchte sich von dir verabschieden. Ich bin dagegen. Das wühlt das arme Mädchen doch nur wieder unnötig auf. Immer mischt sich diese Frau in unsere Familienangelegenheiten. Bertha, jetzt sieh halt endlich ein, dass unsere Tochter erwachsen wird. Sie soll sich von dem Herrn Waschtel verabschieden können. Bitte? Dann sage ich eben gar nichts mehr. Aber ich bin und bleib dagegen. Bastel. Leb wohl. Tut's nur arg weh. Zum Aushalten. Aber das soll ja alles einmal heim, die gescheiten Wipflinger. Meine eigene Metzgerei, die steuern wir mal direkt vor die Nasen hin. Das glaubst. Aber sag, du musst ihm wirklich heute schon fortfahren. Ja. Ist besser so. Aber nächstes Jahr komme ich ganz sicher wieder. Und dann setzt dich wieder auf das Hockerl da. Und wenn der Sommer kommt, dann werde ich jeden Tag nachschauen, ob du schon drauf sitzt. Eines Tages sitze ich wieder da. Versprochen. Na ja, bis dahin habe ich dann auch schon mehr gelernt. Mann, dann platzen mir gewiss keine Würste mehr auf. Ja, dann danke dir halt auch noch für den wunderschönen Abend. Geh, du brauchst dich doch bei mir nicht bedanken. Für mich war das erst eine Schau. Mei, ich war so stolz, weil so ein feines Fräulein aus der Stadt doch noch nie mit mir tanzt hat. Und meine ganzen Freunde waren mir neidig, die mich mit dir gesehen haben. Aber jetzt gehst du bisschen besser. Ich mein, der Wipflinger raucht heute eh keinen guten und vergisst mich halt nicht. Theo, ich kann's nicht mehr mit ansehen. Erinnerst du dich noch, als wir uns kennengelernt haben? Die lieben Kinder, Ist schon gut, Bertha. Unsere Tochter ist erwachsen worden. Also, gar nicht mehr. Wiedersehen bis nächstes Jahr. Der Sauber schon wieder verschwunden. Herrschaftszeiten. Der Bub hat gerade einen großen Schmerz erlitten. Ja, das weiß ich schon. Aber Watschen hat der gekriegt. Okay. Was sind denn deine Watschen gegen so einen Schmerz? Ja, hab halt ein bisschen Geduld mit ihm. Warst du nicht einmal jung? Geduld? Ja. Wer hat mit mir Geduld? Ich? Schwiegervater. Was ist? Na, sowas. Hat sie jetzt endlich rumgekriegt? Ja, aber nicht bloß mir, sondern die Walli, den Simmerl auch. Hey, du schaust. Ich bin halt ein Mann der schnellen Entschlüsse. Ja, freilich, groß du. Zeigt was ja wirklich. Denn ich weiß ja schon lang, dass ihr zwei ohne einander nicht leben könnt. Aber ihr braucht ja heute die Ewigkeit dazu. Was mir? Ich nicht. Aber er. Sagen Sie, Herr Metzgermeister Wimpflinger, eine Frage hätte ich noch im Vertrauen. Hat dieser junge Mann da wirklich eine gescheite Zukunft vor sich? Was? Ob der was eine Zukunft hat? Ja, freilich hat er eine Zukunft.
Der macht die steilste Karriere als Metzger, die ich je erlebt habe. Ja, meinen Sie, ich könnte ihm dann irgendwann einmal eventuell vielleicht mein Töchterl anvertrauen? Aber selbstverständlich, was für eine Frage, gnädige Frau. Versichere Ihnen, der Wastel ist ein ganz fähiger Bursche. Der schaut, wirklich schaut, dass Sie ausgerechnet nächste Woche nicht mehr da sind. Wieso? Ja, er hat doch die berühmten Wimpflinger Zintknacker kreiert. Eine Spezialität aus Winzelbach. Ja, ja, wir liefern in die ganze Welt. Ja, genau. Und der Wastel wird Vertriebsleiter. Und dafür kriegt er von mir persönlich. Für besondere Leistungen und Verdienste in der Wurstküche den Blut- und Leberwurstorden erster Klasse.